Lexi oder Lexi? Gute Grüezi Frage. wohl, meine Damen und Herren. Wir sind da, Metal. Das ist das Kopf da Folge rapiden Anfang. 22. Wir haben jetzt etwa eine halbe Stunde lang da müssen sitzen und warten, weil der Ricky herausgefunden hat, dass sein teure Mikrofon kaputt gegangen ist und mein billiges Mikrofon gut tönt. Hey, dass der T-Bone von Thomann besser als mein Schuhe 58 performen, das glaube ich nicht. Und dann, aus dem Nichts, zack, jetzt fangen wir an. Aber was ist denn komisch? Die den Podcast nicht nur hören, sondern schauen, die werden mitbekommen, dass etwas komisch ist. Die Quote stimmt plötzlich. Wie gesagt, nein, wir brauchen keine Quote Ich da. bin nur für Quote da. Ja, wir Gut, wollen, stimmt, du bist nur für Quote da. Aber jetzt hast du auch nichts mehr zu sagen. bis Dann jetzt- stimmt ja alles das, richtig. das stimmt, wir haben bis jetzt nur Brudis gehabt. Wir haben nur Brudis gehabt. Holy shit, Und alright. jetzt haben wir eine queere Frau. Was wollen wir noch mehr? Wir haben unsere erste weibliche Brudi. Da. Brudinsas. ich habe bis jetzt versucht, irgendwie eine weibliche Brudi-Variante zu bringen. Aber ich finde Brudine? Brudine. Alright, Brudine ist nicht schlecht. Alright, wir haben die erste Hey, Brudine es gibt Brosine, mein Gott, was ist mit euch? Brosinli. Jö, sind das so wie Nein, Rosinen? Brosine. habe ich gehabt. Okay, Brudette, ab aber wann dürfen wir dem Ricky ins beiginken, wenn er wieder anfängt mit seinem Mikrofon zu spielen? Wann Das hast stimmt. du es richtig Das drin? stimmt. Ich Alright, gebe dir noch etwa 2 Minuten, bis du es eingestellt hast. alright. Anyway, nein, heute sind wir da mit unserer Lieblings-Content-Creatorin, der Voll. Lexi. Influencer. Nein, Was? Chefs, wir sind da mit Fotografin, Live-Fotografin und Also, allgemein. komm, weil wir Person. haben es eh nicht im Griff. Sorry, wo soll ich hinschauen? Lexi, was bist du? Voll, kannst du in die Kamera schauen? Wir Es sind ist da egal, mit wo du Lexi. Ihr kennt sie vielleicht unter lexliana.musik und was ist die andere? Lexliana. Lexliana. Crazy, aber wahr. Crazy, genau. Lexliana.musik ist ihre Seite für Musikfotografie. Gell? Und sonstige Fotografie machst du unter Lexliana. True. Also Aber- eben, was machst du? Aber ich glaube, ich tue weniger Mansplainer und mehr dich fragen, Eben. was du machst. Was machst du? Ich habe schon ein bisschen Mühe mit Content Creatorin, weil ich schreibe super nicht gut und gern auch nicht so. Es gibt im Fall mega viele Content Creator, die nicht schreiben. Ja, aber auf Reels und so musst du schreiben und Videos ist auch noch nicht mega mies. Aber all die auf OnlyFans schreiben auch nicht wirklich und das sind auch Content Creator. Hey, da kenne ich mich nicht aus. Ich auch Das nicht. ist nicht mein Milieu. Hey, Brudi, Ach, zu wenig damit wir Geld heute eine Fotografin Anyway. da haben, kannst du das Licht hinter dir ein bisschen drehen, weil ich es aus Versehen bewegt. Genau. Nein, andere Seite. Ja, nicht zu dir, nicht zu der Lexi, zu der Lexi. Oder ein bisschen, warte. Wie Hey, kannst du können wir das? dann nochmal anfangen, Alter? Bis jetzt Alright. ist wirklich noch nichts Gescheites rausgekommen. Ja, weißt, das ist auch Metal selber Qualität, würde ich sagen. Okay, ist gut, aber jetzt haben wir uns im Griff. Das Voll. ist Bio. Genau, aber hast du dich jetzt mal schnell kurz vorstellen? Wenn ihr mich reden lasst. Sure, man. Alright. Ja, nein, ich bin die Lexi. Ich bin zu der Fotografie gekommen. Ich möchte mich fragen, dann gibt es so ein Ja, Interviewgefühl. ja. Komm, Nein, frag eben. mich. Aber Also- wenn er jetzt wieder reinschnurrt, sind wir wieder am Reden. Nein, in True. erster Linie, merci mal, dass du dabei bist heute. Wir sind froh, wir können mal über etwas anderes reden als nur Musik, sondern wir haben jetzt auch Fotografie und als Thema. Und fangen wir sonst gerade an. Wie hast du den Bella kennengelernt? Das ist eine gute Das weiß Frage. ich auch nicht, weil ich seit ich... Okay, wenn wir zuerst mal klären, überhaupt, wieso das, also weißt du, wieso das die Frage überhaupt stand gekommen ist. Voll. Weil es macht irgendwie keinen Sinn, wenn wir das jetzt einfach so fragen. Also seit ich den Bella kennenlerne, habe ich auch in Versus-Konzerten immer Lexi gesehen. Und genau. Genau, die Lexi ist meiner Meinung nach keine Fotografin, sie ist ein vollwertiges Mitglied von der Band Eversis. No. Alles Also, klar. falls irgendjemand fragt, falls irgendwelche Leute, die uns buchen, fragen, wieso das 5 Leute auf unserem Bandrider stehen, Mhm. das ist der Grund. Das ist die 5. Person auf unserem Bandrider. Ganz kurz, ich komme so nicht raus mit Bands und Musik. Ich habe immer gesagt, ich stehe auf dem Tech-Writer. Mhm. Anyway. Ja, das ist ja das Lustige, Lexi. Du bist quasi, also genau, du bist also das Bühnenequipment. Stell dich einfach auf die Bühne. True. Mit Bier. Mhm. Also okay, jetzt, ich schnurre nicht mehr rein. Ich schwör's. Aber also, was ist ja, Frage, machen wir sonst mal eine Frage. Mikrofon? Wolltest du nicht die Frage beantworten, die du vorher gestellt hast? Alright, genau. Voll, Woher kenne ich den Bella? genau. Okay. Also, schau, ich habe den Koben kennt Mhm. und er hat Musik gemacht. Also, macht vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Mhm. Und er hat mal ein Konzert gehabt, mit dem Bella zusammen. Wo hat er Und- gespielt? In der Kantine, wo sie noch nicht kannte. Wie hat sie geheißen? Guss. Im Guss. Wir haben uns aber früher kennengelernt. Aus- Wir haben uns irgendwann dort über den Koben kennengelernt. Aber so richtig in die Bandfotografie und in die Bella-Kontakt müssen pflegen haben. Mhm. Aber ich finde Ist dort gewesen. OG-Story viel cooler. Okay, ja gut. Ist das ein Timing gewesen? Nein, Ah, am Rise Against Konzert. true. Oh, true. Welches Jahr reden wir jetzt? 14, 16. 2015. Alright. 2015, Winterthur. unsere erste Platte auf. Nein.
Unsere erste Plattentaufe war 2017 gewesen. Dann ist es Mhm. 16. Das zweite Plattentaufe war 2019 gewesen. Das heisst, das Konzert ist wahrscheinlich etwa im September 2016 gewesen. Kommt Alright. jemand an. Auf jeden Fall hat der Koben damals gesagt, hey, Brudine, Routine. Yes. Brosinli, es ist so, es gibt ein Rise Against Konzert in Winter und ich habe gefunden, okay, ich habe keine Ahnung, ich bin dabei. Mhm. Ich habe, glaube sogar noch einen älteren Zettel gebraucht, dass ich rein haben shit. durfte. Und es war in Winter in der Eishalle. Gewesen. Und wir sind dort angestanden und so. Ich bin vom Arbeiten gekommen, habe dann führen dürfen, weil die guten Brudas haben Platz reserviert für uns. Und während dem Konzert sehe ich so, verliere ich meine Schuhe, weil ich habe keine Ahnung von Konzerten oder Mhm. klassisches erstes Konzerterlebnis. Musst. Und dann steht dort jemand und hat meine Schuhe auf. Und ich so, oh mein Gott, so glad. Hast du und ich- jetzt angefangen mit dem Schuh aufzuheben? Also ich habe immer schon, wenn ich Sachen im Pit, wenn du Sachen im Pit am Boden findest, hebst du sie einfach auf, bis der den Schuh verloren hat, sieht, dort hat es einen Schuh. Was amix sehr mühsam ist, weil wenn du im Pit stehst und du einen Schuh aufhebst Mhm. und du siehst 30 Leute neben dir am Boden einen Schuh suchen, Mhm. du kannst nicht ihre Aufmerksamkeit auf Ja. den Schuh lenken, den du da oben hast, und dann irgendwann rührst du ihn an den Grind und dann einer so, ich habe den Schuh gefunden, und du sagst, hast du nicht, ich habe ihn gefunden. Genau, der Bella hat meine Schuhe gefunden. Mhm. Und ich so, mega gut, voll geil. Ich gehe mit Schuhe zum Bett. Darf man geil sagen? Man darf geil Was? sagen. Ja, was? Geil. Du darfst bei uns alles Ah, sagen. wir sind ja sowieso Was Exekutive. geil? Was ist geil? Geil? Was Lexi hat das Gefühl, wir sagen einen prüden Podcast Man mit darf Schweizer Bünzlis, wo man das Wort wirklich- geil nicht verwenden darf. Und ich bin mir Aha. ziemlich sicher, wir zwei haben schon wesentlich schlimmere Ja, schlimmer, ja, voll. verwendet. Okay, gut. Auf jeden Fall bin ich dann zu ihm, habe meine Schuhe geholt und er so, shit, ich gemeint, gehört an einer schönen Frau. Here we are now. So gemein. So gemein. ja, und dann hat sich eben irgendwie das Konzert ergeben und ich habe gefunden, hey, ich würde gerne mal ein Konzert fotografieren. Mhm. Da erzähle ich gerne nachher mal noch mehr dazu, wie ich überhaupt Lust bekomme auf das. Klar, das kommen wir auch zu. Machen wir. Mhm. Und dann hat der Bella oder irgendjemand gefunden, ja, fix, bist du gewesen? Wahrscheinlich schon. Ja, und dann habe ich Plattentaufe fotografiert. Das letzte Konzert, wo der Adi noch dabei war. Also deine erste Live-Fotografie-Erfahrungen sind mit Diverses gewesen. So, wenn ihr Interessant. Fotos wollt, anschauen, auf unserem Bandprofil hat es noch. Wir müssen noch ein bisschen runterscrollen. Das ist ein bisschen Alright. shamey. Wieso? Das ist nicht Wenn wirklich dich gut. schon taggt. Ja, aber... Ja, aber dann ist es ja eben gut, dass sie diese Fotos können anschauen und dann schauen, wie es vom zweiten Konzert ist und beim Progress. dritten, beim vierten, beim fünften, wie es jetzt ist. Oh, shit, warte. Hast du deine Freundin ausgesperrt? Ich glaube, ich habe ja. Okay, Wir gut, dann müssen mache ich jetzt das mal einen weiter. Jingle singen. Können wir Nein, einen Jingle wir machen singen? das einfach easy weiter, das ist ja kein Nein, können wir Problem. nicht einen Jingle singen, bitte? Nein, ich kann nicht singen. Ich schnipsel, Also, du warte, singst. Es ist ja eben gut. Darf ich jetzt schnell? Ich kann eigentlich schnell wollen, noch kurz einfach dir ein Lob geben, aber wenn du mich Okay, nicht cool. lassen willst, dann ist es okay. Und eben, jetzt bist du ja meiner Meinung nach, das habe ich dir glaube schon öfters gesagt, die beste Konzertfotografin von der Schweiz, also wo mir bekannt ist auf jeden Fall. Nicht, dass die anderen es schlecht machen, aber die Lexi macht es halt einfach besser. Lieb. Das ist Fact. Wenn du jemanden findest, der besser fotografieren kann wie die Lexi, bring it to me. Yes. Sie ist trotzdem immer auf unserer Band-Page und auf unserem Bandrider drauf. Weil was wichtig ist für eine Band, ist, dass du auch mit dem Fotograf zusammenarbeiten kannst und nicht einfach irgendeinen so einen Dickhead hast, Mhm. den du einfach gar nicht gern hast. Das ist mühsam. Wo in weißen T-Shirts auf der Bühne rumrennt. Editing-Fee. Das ist kein Editing-Fee. Diss, das ist kein Diss. Nein! Das ist einfach mir beigebracht worden. Mhm. Dass man nicht ein weißes T-Shirt anlegt, wenn man auf der Bühne rumschlicht von einer Band, wo die Präsenz der Band gilt. Du hast gehört, Bruder. Genau. Aber ich meine, dass mit der Band schlussendlich sagen, wenn sie stört. Ich meine, wenn es die Band nicht stört, dann hat es der Fotograf auch nicht stören. Ja, ich glaube. Ich glaube, die Band ist das Nächste. Anyway, Nein, ich achte auf so Sachen einfach. ja, ich natürlich schon, weil Mm. es ist halt literally mein Job. Klar, verstehe ich. Ja. Ja, voll. Ja, Aber du hast einfach gefunden, einfach so, hey, du willst Fotos machen, da gibt es eine Band, machen wir es zusammen. jein. Also es ist Alright. halt so, ich habe im Foto Scheich in Baden die Lehre gemacht und die haben so ein Generationenerbe, das sie weitergeben müssen. Mhm. Die Kim war dort. Sie hat Konzertfotografie gemacht. Sie Mhm. ist sogar mal touren mit Lionheart, ist sie mal unterwegs Damn, gewesen, mit alright. Electric Callboy ist sie unterwegs gewesen. Jesus. Sie ist wirklich auch eine sehr starke Fotografin. Krass. Kim. Kim, Kim. ja. Dings wahrscheinlich auch. More than 1000. Das weiss ich Ich wiederum weiß nicht, keine Ahnung. Alright. Ja, wir können sie ja dann sonst irgendwie vertagen, wenn ihr wollt, wenn nicht. Auch Ja, nicht. Mir du ist wurscht. Genau, und dann ist Jenny gekommen. Die hat auch Konzert fotografiert. Ich glaube, entweder oder Jenny war vor der Kim gewesen. Ich weiß es Nein, ich gar glaub nicht so nicht. genau. Wahrscheinlich nicht.
Das Und kann alle schon sein. taggen. Aber du musst nachher sagen, wie die heißen Instagram. Easy. Ich sage jetzt nur nichts, ich sage etwas Das falsch. sind deine Generation von Fotografien. Genau, es ist wirklich so, jedes zweite oder dritte Jahr hat Foto pro Scheich eine Konzertfotografin rausgekürzelt. Oh, scheiße. Ja, und dann ist Zara gekommen, One Breath, ihr ist sicher One Breath. Ah, fuck, ich kann Jenny und Sarah verwechseln. Jenny habe Nein, ich noch ich nie glaube, gehört. Jenny ist vor der Kim gekommen, dann ist Kim gekommen. Das macht Sinn, weil von der Jenny habe ich noch nie gehört. Das kommt etwa hinweg Was Generationen. ist deine Fotografiename? Also jetzt ist sie Red Branch, aber ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch Fotografie, also Alright. Konzertfotografie und so Alright. auf Social Media hat, müssen wir dann schauen. Aber spannend, das mit so Generation von Fotografen habe ich auch nie wirklich gedacht. So, weil ich denke mir an eine Generation von Bands, oder? Aber vor allem, sie kommen alle aus dem gleichen... Das Sie haben alle das Lehre im Das ist gleichen crazy, Laden gemacht. ja. Genau, als Fotofächler, So lustig. Fotofachfrauen. Und sind auch als Frauen, was ich auch natürlich mega cool finde, dass ja gerade in dieser Branche, wo meiner Meinung nach schon noch Männer Ja. Mhm. dominiert ist, Dominiert. müssen wir nicht diskutieren, meine Meinung. Darauf habe ich nie wirklich gedacht. Im Fall. Weißt du, was fucking funny ist? Ich sehe fast keine... Also, das Fotografinnen der Schweizer oder Bands? Underground-Konzert sehe ich fast keine Männer, die fotografieren. Das stimmt. Fotografieren, ja, aber Band grundsätzlich. Ja gut, aber das ist Mhm. ein anderes Thema. Und ich zähle mich auch als Bandmitglied. Ah ja gut, Ja, stimmt. ja. Darum, ne? Oder als Teil vom Tech Rider. True. Sie zählt sich als Teil vom Tech Rider. Ja. Genau, und dann ist Zara gekommen. Mhm. Und sie hat auch wahnsinnig gute Konzertfotografie gemacht und hat dann auch gefunden, hey, wäre doch cool, wenn man als Konzert könntest fotografieren. Und ich so, ja voll. Mhm. Und dann habe ich eben den Bella gefragt und dort mit der Kamera von meinem Vater noch, weil ich nur dort das Zoom-Objektiv hatte, mega schlecht, mit viel zu kleinem Sensor, der mega rauschige Bilder gemacht haben. Alright, was war in dem Fall dein erstes Setup gewesen? Ich hatte Olympus EM10 mit irgendeinem Objektiv, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Die habe ich aber ausgelernt von meinem Papi, weil ich Alright. kein Zoom-Objektiv hatte und ich habe gemeint, es wäre gut, wenn ich eins hätte. Ist das ein Entry-Level, Mid-Level? Oder? Ja, Mid-Level. Alright. Mhm. Und ich habe mich dann aber entschieden, oder die Band hat entschieden, dass ich jetzt halt irgendwie einmal dabei bin und ich habe selber gefunden, hey, sie macht ja noch geile Musik und Mhm. seitdem gehöre ich einfach irgendwie dazu. Mhm. Und ich habe auch jetzt mehrere Bands. Es gibt nochmal eine Band, wo der Bella drin ist und ich glaube, er mag mich. Weil auch dort bin ich Fotografin. Oh. Oh. Und ich habe auch euch schon mal fotografieren an meinem Pelican. Das hast du Voll. dort erzählt. Du hast auch mega Yes. liebe Sachen gesagt. Ah, natürlich. Er sagt auch liebe Sachen. Voll. Bella sagt auch liebe Sachen. Bin ich auch ein Lieber. Einfach nicht am Mikrofon. Er ist ein Schüchenboy, was soll ich sagen? True. Ja, auf jeden Fall, ich wäre nicht überhaupt auf Konzertfotografie gekommen, wenn mich nicht die anderen Leute dorthin auch gebracht hätten, zu einem gewissen Grad. Darum finde ich schon, dass denen auch ein bisschen Credits gehört, dass ich jetzt da bin, wo ich So bin. ein Gruppenzwang gewesen. Sie hat dich also einfach reingemobbt. I guess. Mhm. I guess. Deine Oberstift haben einfach gesagt, so go. You should. It's time. So, ich wollte jetzt nicht sagen, dass du deine Lehre nicht bestehst, wenn du es nicht machst. Aber die Chance auch. Die Lehre habe ich übrigens bestanden. Good news. Und das war Lehre als Grafiker gewesen, oder Als Fotofachfrau. Fotofachfrau? Alright, Genau. alright. Du verkaufst eigentlich Speicherkärtchen und machst Spaßbildchen. Mhm. Ah, Ja. machst Pass. Ja. Geil. Machst du mal meine nächsten Passfotos? Für welchen Pass? Schweizer Pass darf man nicht. Den musst du vor Ort machen. Idee? Idee schon. Was Gibt's für Kommst meine du nächste Idee? noch Lehre als Fotofachfrau und Fotofachmann? Das ist, soweit ich weiß, letztes Jahr umbenannt worden auf Aha. Fotomedienfachperson. Aha, ja. Soweit ich weiß, aber ich bin nicht mehr mega aktiv. Mhm. Mein Lehrer war auch mega Fan, ich habe mal noch Diplom für moderieren, aber nur einmal. Ja. Ob das gut oder schlecht ist, we never know. Aber ich habe einmal Diplom für den Fotofächler Mhm. moderieren. Aber ich habe das Gefühl, dass im Fotografiebereich, es wird mehr und mehr, dass du einfach independent anfängst. Du nimmst einfach eine Kamera und schaust YouTube-Videos und machst es einfach. Voll. Und es gehen schlussendlich beide Wege. Ich bereue es aber nicht, habe ich die Ausbildung gemacht. Mhm. Weil ich wie nichts anderes hatte. Das ist ein mega Privileg, aber ich habe mega früh herausgefunden, hey, Fotografie ist das Ding für mich. Aber in deiner Ausbildung hast du einfach Verkaufen und so Zeugs gehabt, oder? Es ist ja nicht nur das Fotografieren. Du hast Voll. dazu noch wichtige andere Grundbausteine, die du jetzt könntest brauchen, wenn du jetzt würdest sagen, du hättest keinen Bock mehr auf das. Du kannst irgendetwas anderes machen. Genau. Also es ist halt auch so als Fotografin, die Lehre gibt es auch. Alright, auch wirklich. Ja, voll. Ja, voll. Es ist eine 4-Jährige sogar und nur eine 3-Jährige. Alright. Aber du musst fast einen kreativen Vorkurs haben, Mhm. was ich nicht haben wollte. Und ich meine, ich habe eigentlich auch eine Verkaufsausbildung. Das heisst, Ja. Worst Case sitze ich an Mikrokasse. Nicht gegen Mikrokasse, es ist für mich persönlich einfach ein Worst Case. Alright. Ja, aber ich habe auch die Tontechnik-Ausbildung gemacht und ich sehe einfach viel bessere Producers, die einfach die anfangen mit einfach YouTube-Videos und nachher hörst du den Mix so
seitdem sie es 2 Jahre machen, und ich so wie, er ist besser als ich nach 7 Jahren. Fuck me, Mann. Der Oli von Breakdown of Sanity. Das ist auch so ein Charakter. Also, ja, es hat auch niemand gegeben, der es kann oder was halt macht. Dann haben wir es selber gemacht. Aber der Oli von Breakdown of Sanity, der Michael von Nubia sind einfach so crazy Dudes. Der Hannes, der auch mit dem Michael Zeugs macht, sind einfach crazy talentierte Leute. Und ich so mit meinem Diplom. Alles Zettel. Hey, aber I tried. in der Schweiz ist es schon gut, wenn du ein Zettel hast. Das Vor wirklich. allem, wenn du in ein Angestelltenverhältnis willst, nicht selbstständig, dass du sagen, hey, gib mir einen rechten Lohn, ich habe da im Fall ein Zettel. That works. Ja. That works. In der Zwischenzeit, das möchte ich unbedingt noch erzählen, weil ich habe mega Freude. Alright. In der Lehre haben wir jemanden gehabt, den Manolo. Er war Vertreter von Engelberg. Es ist keine Werbung. Engelberg? Engelberg. Nein, Engelberger. Der Engelberger. Das ist ein Vertreter von Foti-Thingies. Ich check nur, ob das Audio funktioniert. Das habe Und ich schon funktioniert es? Funktioniert und wir recorden weiter. Let's go. Ich Let's habe go. einfach Panik, dass Sachen einfach... Shitty sind. Du hast immer Panik. Vorletztes Mal ist ja die Kamera ausgestiegen und wir haben es nicht gecheckt. Vorletztes Mal ist die Kamera ausgestiegen, weil du einfach wieder mal den Icar rausgezogen hast und zu viel hast wollen. Ich wollte 4K aufnehmen und nachher hat es einfach überhitzt. Und Oh nachher no. haben wir einfach die ganze erste Stunde einfach verloren, weil nachher hat es halt Datei-Encryption einfach nicht gemacht, oder? Ich bin so hässlich gewesen. Aber ja, das sind technische Sachen. Lexi schaut die Kamera an und denkt sich so, ja Bro, 4K aufnehmen mit dieser ist auch eine schlechte Idee gewesen. Was hast du für eine Speicherkarte? Ich habe Yes. schon, von Yes. der gelesen, dass es amigs überhitzt, aber ich habe gedacht so, maybe. But maybe don't. Voll. Genau. Und ich habe mitbekommen, dass er Mitorganisator ist vom Heiter Open Air. Und ich habe gefunden, geil, grössere Bands. Und dann habe ich einmal mit fotografieren und dann nochmal mit fotografieren. Und in der Zwischenzeit habe ich mit der Jasmin Ledermann das Fotografie- und Social-Media-Team übernehmen. Und ich habe so Freude. Geil. Und ich bin ein bisschen stolz, darf ich das sagen. Aber du musst erklären, wenn du einen Namen sagst, musst du erklären, wer, was, wie, weil ich kenne Namen. True. Und ich True. so, Jasmin Ledermann. Alright. Ich habe nach meiner ersten Lehre als Fotofachfrau Beratung und Verkauf, habe ich in Bremgarten eine Stelle gefunden, Alright. als Fotofachfrau Fotografie. Das ist eine andere Fachrichtung und hast nochmal ein Zettel, wo du kannst sagen, hallo, das Zettel, gib mir Geld. Und dort war Jasmin meine Unterstiftung. Alright. Und dann hat sie gesehen, dass der Crow mal dort spielt und sie so, oh mein Gott, der Crow spielt dort, kann ich ihn fotografieren? Ich so, keine Ahnung, frag den Manolo. Der Manolo so, ja Bro, fair, musst einfach das ganze Wochenende. Und sie so, okay. Und jetzt machen wir das ganze Social Media von dort. So, ja, du darfst schon eine Band fotografieren, musst halt einfach arbeiten. Etwa so. Und in der Zwischenzeit haben wir das mal erstmal einen Videograf mitnehmen, der mit der Jasmin zusammen in der Firma ist, die sie gegründet hat. Auch sehr stolz auf sie. Any Production. Und haben mega cool können das Social Media Ding machen. Alright. Also wir haben mega lustige Reels gemacht, bin schon ein bisschen proud. Ich durfte mit dem Mikrofon rumrennen, weil ich rede auch ja mega gerne, wie man vielleicht merkt. Das ist gut. So, that was fun. Voll. Und das machen wir nächstes Jahr nochmal. Aber was würdest du sagen, ist so der grösste Unterschied zwischen du bist hauptsächlich Fotograf oder Videograf? Du filmst oder du fotografierst? Und spielt es viele Rollen, der Unterschied? Oder? Für mich schon, weil ich filme nicht mega gerne, weil ich weiss, was Post-Production bedeutet. Und das sparkt keine Joy für mich. Also das Video-Editing ist nachher quasi der grosse Unterschied. Das Filmen auch. Du musst natürlich eben wegen ruhig heben und Skills. Und Wegen ruhig eben. Ja, ruhig, ich kann nicht ruhig heben. Du bist nicht am Grenchen gewesen, Nein. Der Mike ist auf dieser Bühne rumgerannt. Der Kamera und hat die geschüttelt hin und her. Eben Post-Production. Aber Er hat es absichtlich gemacht. Aber hätte er einen Gimbal gehabt, nicht, oder? Nein, er hat ja wollen, das Bild. Das ist niemand an, er hat es wollen, sonst wäre er fucking blöd. Das ist schon interessant, nachher die artistische Entscheidung, die du triffst. Oder was ist Gimbal, dann ist dann noch mit einfach Gewicht, oder? Und einfach so. Oder die fucking Suits, wo musst du die Kamera so tragen. Voll. Ja, ich könnte es mir schon mal vorstellen, mir irgendwann anzueignen. Aber im Moment habe ich mich jetzt mehr noch so auf Websachen fokussiert. Ja. Und ich meine, unter uns. Bandfotografie ist nicht das, was mir das Geld zum Überleben gibt. Klar, ja. Das ist vielleicht jetzt kein Geheimnis. Spätestens jetzt nicht mehr. Aber Mal ist es für die meisten, die den Podcast hören, weil es okay, kennt, ich glaube, schlechte niemand Neuigkeiten, alle jungen Fotografen und Fotografinnen. This is barely gonna happen. Weil du musst sonst so Business Talk machen. Du musst so mit dem Manager von der Band zusammensitzen und finden, hey, ich bin mega gut und ich brauche Geld. Oder du musst Bands kennen, die schon berühmt sind und Geld haben.
not ja, the case. Sorry. Ja, aber eben, für dich ist ja, Ja. eben, du bist ja nebenbei, du bist ja eigentlich hauptsächlich, peinlich, dass ich das jetzt frage, du bist schon Hochzeitsfotografin hauptsächlich, oder? Ja, also ich bin 40% aktuell im Leben bin ich selbstständig als Hochzeits- und Barfotografin. Bar oder Paar? Bar? Ich meine, Bar würde ich auch machen, wenn mich jemand bucht. Alright. Bars buchen mich. Eigentlich aber mehr so Aha, Perli. Perli. Alright, Aber nicht Bärli. Also Bärli würde ich auch. Das wäre schon Bärli buchen mich. Ja. Aber- Im Bärpark in Bern. Yes, please. Ja, nein. Das ist das, wo ich mir einen Teil vom Unterhalt damit kann zahlen kann. Ich arbeite auch noch in einer IT-Firma und bin auch noch am Studieren. Ich bin auf 140%. Was bist du am Studieren? Interaction Design. Interaction Design. Was machen die dort? Ich bin so ein gottverdammter Alle Boomer, müssen ich habe das fragen. keine Ahnung, Nein. was es ist. Niemand weiss das. Sachen mit Internet. Okay. Also, jein. Es hat eigentlich damit zu tun, wo muss am Amp welcher Schalter sein, dass man checkt, dass man muss drehen und was er macht, wenn man ihn dreht. Muss er angeschrieben sein, muss er an einem gewissen Ort sein, dass man es checkt zum Beispiel. Wie checkt man, dass man die Türen muss stoßen oder ziehen? Oder wenn man es jetzt sehr aufs Internet bezieht, wieso muss ein Button rot sein oder welche Farbe muss er haben, dass man checkt, dass etwas beendet? Wo muss etwas angeschrieben sein, dass man checkt, hey, das kommt in den Warenkorb, wenn ich jetzt Also schon ein bisschen draufklicke. im UX-Design drin. Ja, UI, UX ist es eigentlich. Interessant. Ja. Gut, tschüss, ich bin das. User ein Interface. bisschen Frontend Engineering. In die Richtung. Frontend, also Nicht Programmieren kann ich nicht. Ja. Engineering kommt darauf an, was man Aber unter du tust Engineering sagen, was versteht. die Entwickler sollten programmieren. Genau, ich mache klickbare Prototypen ohne Code, weil wer Code. Ich mache Wirtschaftsinformatik. Ich sage auch nach Entwickler, was ich sage. Was sie machen. Ja, also UX, UI, vielleicht noch für dich, Bella, und alle anderen, die es wissen. Mhm. Oder Bella will es nicht wissen, aber ich erzähle es ihm trotzdem. UI ist User Interface. Englisch verstehst du, oder? Der Nutzer, GUI-Bruder. Nutzer, was ist Interface? Ich weiss, dass das Graphic User, User was? Interface ist, keine Angst, ich habe in einer Softwarefirma geschafft, die Virtual Reality Simulatoren baut. Was? Checks, ich komme raus. User Gut. Interface und UX, Mensch. Ja, User Experience. Ah, ja. Was man erlebt, wenn man etwas macht. Mhm. Das ist geil. Ist geil. Also Geil schon auch ist, so wenn es mit, geil mit ist. GUI-Mockups und so Zeugs. Oder? Ich weiß nicht, was GUI ist. Das Graphic User Interface. I guess, ich nenne es einfach nicht so. Siehst du, der Bruder weiß schon. Genau. Alright. Ja, Genug Tech Talk. genau. Welcome to Tech Talk. Oh, ein neuer Podcast. Von Sorry, Metal Server Tech Talk könnte mir sowas von durchziehen. Es würden dann einfach nur so 5 Leute hören. Ja, voll. Voll. So Genau. lustig. Alright. Ja, Konzerte habe ich eben weitergemacht. Ich habe irgendwann gemerkt, hey, grosse Bands kann ich lange E-Mails als Management schreiben, dass ich sie gerne fotografieren würde. Mhm. Das ist nicht, wie es funktioniert. Ja. Und eben, verdienen tue ich auch nicht. Und Mhm. KünstlerInnen interessiert es also semi, gerade aber eine gewisse Grösse. Mhm. Auch verständlich, Ja, mega fair. Was interessiert es jetzt, ob die mit 300 Follower kommt, Bilder machen? Also Obviously Followers nicht. machen schon etwas in dem Fall in der Fotografiewelt. Alright. Definitiv. Genau, und dann habe ich aber Rock News entdeckt. Mhm. Hat der Bella ja- Rocknews.ch. Rock News, was ist das? Was? ist Also, das? also noch das nie heisst da einfach- im Podcast gehört. Einfach, dass ich es schnell jetzt kurz den Ivan, Mikrofon. dass ich den Ivan schnell gebracht habe. Für alle, die sich jetzt fragen, wieso die Lexi Mikrofon gesagt hat, mir passt auf, dass der Ricky nicht die ganze Zeit am Mikrofon rumspielt. Was mir richtig zurückhalten im Fall. Mike, das ist für dich. Also eben, du hast jetzt quasi, du hast jetzt nimm 40% bist du selbstständig, 60% schaffst und Das ist studierst du noch. Und in dem Fall machst du eigentlich Konzertfotografie etwa so, wie der Ricky und ich unsere Bands machen, als Hobby. Wie wir den Podcast machen. Oder unsere Bands. Ja. Einfach alles. Oder alles. Alles, abgesehen von unserem Job. Eine Passion Ja. Project mäßig. Genau, aber das ist, doch, Absolut. das ist doch gut. Und eben, das macht dir ja auch Spaß und es ist auch völlig okay, dass du das so machst. Weil es wäre dir einfach ein grosser, wie uns, glaubst einfach ein grosser Hustle, Cheers. dem ganzen Zeug müssen hinten rein säckeln, um deinen Lebensunterhalt damit verdienen. Wenn ich müsste hinten ansäckeln, wäre es schon ein Pain. Wenn aber jemand auf mich würde suchen und finde, hey Bro, kannst mit uns auf die Welt nehmen, wir zahlen dir genug, dass du davon kannst leben kannst, wäre ich so, Mhm. jai, Ja, I'm gut. in. Aber das würden wir ja auch machen. Das Absolut, ist ja absolut ja. nicht anders. Definitiv. Also wir sind alle in the grind. Das ist das Thema. Also ich finde so, die Parallele zwischen alle künstlerische und auch entrepreneurische Sachen sind irgendwie in allen Bereichen irgendwie same. Sind einfach die Faktoren inzwischen, die einfach anders sind. Ich hätte schon gesagt, etwa, ja. Genau, aber wie schnell ist denn das gegangen, dass du von deinem ersten Konzert, wo du uns gefüttert hast, wo ich noch kurze Haare hatte, wir noch Leggings angehabt haben, unsere Songs noch beschissen waren und wir den Ricky noch absolut Voll. gar nicht kennt haben. Beziehungsweise, wie ist der Sind sie immer Weg, noch. wie ist der Weg gewesen? So alle Steps inzwischen bis heute. Würde mich schon interessieren. Genau, Danke, Ricky. dann sind wir wieder bei Rock News.
Ja, aber das war nicht direkt gewesen. Zwischen der Rock News und dem Konzert sind ja meiner Meinung nach etwa 3 Jahre. Hey, nein. Nicht? Nein, nicht wirklich. Ich habe nochmal ein Konzert fotografiert vom Leo seiner Band. Port of Call. Port of Call. Port of Call. Port of Call, tatsächlich. Alright. Ja, aber viel mehr habe ich vor Rock News nicht mehr gehabt. Ich bin irgendwann über den Janik gestolpert. An einer Dorfhütte in Winterthur. Janik. Nein, kein Janik, den ihr kennt. Alright. Du kannst nicht einfach Janik sagen und dann das Gefühl haben, Darum sage ich es jetzt. Alright. okay. Ja, Janik, ich wo meine, ihr Janik. zwei nicht Wir kennt. kennen jetzt viele Janiks. Ja, da. das stimmt Genau, schon. nein, ein Rock News Janik und er hat gefunden, ja. Also ich habe ihm von meinem Leid geklagt, dass ich irgendwie keine Bands kann fotografieren kann, weil sie cared sich nicht so, ob ich sie fotografiere, beziehungsweise... Also viel ja. interessant, du hast mal dein erstes Konzert, das du fotografiert hast. Und nachher ist es so wie, alright, what's next? Oder? Genau. Okay. Mhm. Ich Hast du versucht, irgendwie zu googlen oder hey, was kann ich machen? Wie ist dein Gedanke? habe Prinz Pi habe ich angeschrieben, das ist jetzt ein bisschen andere Musik, aber weil ich einfach grosser Fan Alright. war, immer noch binär, honestly. Mhm. Und gefunden, hey, was meinst du? Mhm. Und er hat nichts zurückgeschrieben. Ja. Auch fair. Ich meine, er wird das genug hören. Ich hatte die gleiche Erfahrung, als ich als Producer angefangen habe und einfach Bands kontaktiert habe zum Produzieren. Ich kenne den Feeling. Und ich bin auch nicht hässig auf die Leute. Es Mhm. ist wirklich, ich weiss, ihr habt anderen Shit um den Kopf. Du musst ein Portfolio aufbauen, oder? Genau, Mhm. genau. Und dann habe ich eben an einer Dorf mein Leid geklagt, am Janik. Mhm. Und er hat gefunden, hey, ich bin bei Rock News. Wenn du einigermaßen eine Kamera kannst heben und dich für Metal interessierst, you should try this. Alright. Und ich so, okay. Ich habe an Dani geschrieben. Und wann war das? Ja, so jahrmäßig. Ein halbes Jahr später nach dem Konzert. 16. Villa. Ja. Wirklich? Wirklich? Oh, Oder ich habe das Gefühl, angefangen? du hast schon mega viele Konzerte von uns gefüttert. Bis du... Gut, jetzt haben wir noch Ja viele gut, von Konzerte euch gespielt. vielleicht. Ich habe in Bandbilder mal gemacht, wo der Butch noch Haar hatte. Der Butch hat Haare gehabt, Nils war dabei, Adi war Stimmt. dabei, Timo hast ist nicht kurze Nein, Haare. dabei. Adi war nicht mehr dabei. Gewesen. Adi ist nicht mehr dabei. Adi Ja, ist nicht stimmt, dabei der ist ja am gewesen. letzten... Ja. Du hast kurze Haare gehabt. Ja, Ja, ich habe kurze Haare gehabt. Damals habe ich Haare gehabt. imagine. Stimmt. Du und der Butch hatten Haar gehabt. Gute alte Ja, voll. Zeiten. Genau. Genau. Dort habe ich Jugend. dann mal noch Bandbilder gemacht. Eben einfach, ich weiss das Jahr wirklich nicht mehr. Aber ich habe Emmett Affliction im Dynamo, das war mein erstes Konzert für Rock News. Und ich bin allein dort an und musste einen Bericht schreiben. Der Bella googelt. Kannst du einen Warteschlaufen-Song machen? Ich will keinen Warteschlafen-Song machen, das können wir wär viel weitermachen, das geht nicht so lustiger, lange. aber es wäre viel lustiger. Du könntest auch einfach Aber das aufhören, unterbrechen und deine Geschichte wieder erzählen. Nein, aber das ist interessant. Erste Konzert mit der grossen Band. Ja. Du hast noch nie die Erfahrung gemacht. Nope. Hast du dich so self-conscious gefühlt? Dass ich so, muss ich so runtergehen und am Boden chillen? Was bist du der Gedanke gewesen? Meine grösste Angst war, dass Security mich hasst. Weil das solltest du einfach nicht machen als Fotografin. Ja. Das solltest du wirklich nicht machen. Aber ich meine, der Dani hat es mir solid erklärt, hey, leg dich dunkel an, fallst nicht auf. Wenn Security etwas sagt, ohne Nachfrage, einfach immer ja, okay, absolut, mega fair, ja. Okay. Ja. Funny Zwischenstory. Ich bin das Jahr am Heiteren vom Security weggejeitet worden, weil Wieso? mir niemand gesagt hat, dass eine Konfettikanone kommt. Oh shit. Ich stehe im Graben und ich sehe so einen Security auf mich zukommen und ich bin so, Bro, was ist mit euch? Also Und dann bam, Konfetti und ich so, die Memo habe ich verpasst. praktisch so wie du in Kuba im Fall. Genau das Gleiche. Ja, einfach, dass in Kuba ist keine Konfetti-Kanone gewesen, sondern Füße von Kubanern. Ja. Genau. Aber dort habe ich eigentlich ein Memo bekommen, dass die anfangen zu schlägeln. Ja, Damn. genau. Mhm. Und dann habe ich das allein gemacht und dann habe ich immer wieder andere Leute und mehr Leute Mhm. an Bord gezogen. Hast du das Jahr herausgefunden von Emmett Affliction? 2018. In dem Fall im 18. 18, Ja, und alright. schon im 17. haben die eine Plattentaufe gehabt. Und im 18. Februar ist... Hast du Gefühl, meine Recherche ist falsch? Nein, ich bin nur am überlegen, Nein, es wie macht lang Sinn, der ja. Abstand war. So. Das macht schon Sinn. Und ich habe immer wieder andere Leute an Bord gezogen, weil eben ich Ja. schreibe ja nicht gerne und nicht gut. Das heisst, bei Rock News ist es so, du bist Fotograf und Mhm. Schreiberling. Alright. Wenn du allein an ein Konzert gehst als Fotografin, dann musst du auch schreiben. Mhm. Der Bella hat schon erlebt, wenn du allein als Schreiberling an ein Konzert gehst, musst du auch selber fotografieren. Mm. Das war am Aviana und Dead Like Julia Konzert. Oh. Das war fucking funny. Die Fotos sind so grottig, weil... Ja, es ist im Piccadilly gewesen, und Ja. im Piccadilly hast du keinen Graben, es ist kein grosses Konzert, Du hast kein du hast Licht. keine Security, du hast kein Licht, Du hast Du Ding in hast- der Mitte. gar nichts. Und dann habe ich halt gedacht, ja, ich renne jetzt nicht, weil die Bühne ist auch so ein bisschen das Band Hast du quasi... nicht eine Säule in der Mitte im Doch, hast du auch noch Ja, zwei. genau. Die Band Aber ist so ein bisschen, die Bühne ist so ein bisschen das Band quasi von der Bühne runtergefallen und ich so, ja, okay, also ich gehe jetzt so nicht irgendwie so fotografieren. Mhm. Und ich habe schon eine geile Kamera.
Aber nicht für das. Schon eine geile Kamera, geil gewesen. Mhm. Ich kann ihn beraten. Sie ist absolut... Du hast Genau. bessere Kamera als die wir für den Podcast brauchen. Ja. Meine Kamera ist besser als die meisten Kameras. Aber ich vor allem. glaube, sie kann wahrscheinlich eine halbe Stunde maximal aufnehmen. Ja. Ja. Was? Mhm. Nein, meine Kamera kann lange aufnehmen. Es ist so blöd, wieso sie das machen. Das ist steuertechnisch im Fall. Du zahlst Ja. andere oder weniger Steuern sind Gebühren anders. oder Steuern, wenn Wegen du... Steuern und Gebühren, genau. Ein Es Foto- ist- Oh, so, eine Kamera könnte hier länger als eine halbe Stunde. ich bin Entschuldigung, es tut mir leid. Ich habe mich so aufgeregt, weil ich mal eine Kamera gekauft und nachher habe ich es gecheckt. Du zahlst andere Steuern, wenn du eine Fotokamera verkaufst. Also nicht du und ich, aber die Fotokamera, Menschen, Macher. Genau, Innen. genau, Hersteller. Genau. Yes. Wenn du eine Videokamera verkaufst versus wenn du eine Fotokamera verkaufst. Und das Limit von Videokamera zu Fotokamera liegt bei 30 Minuten. Mhm. Ausser Sony hat, ich habe mich absolut falsch im Kopf. Nein, nicht. Aber Sony hat, soweit ich weiß, mal ein Payable Update gehabt, dass du noch länger aufnehmen. Das sind jetzt die neuen so Vlogging-Kameras, die sie machen. Genau, wo länger ja, das kannst, sowieso. ja. Aber ich habe gemeint, bei der einen Anfangs 7er Serie hätte es das mal gehabt, ein Firmware-Update, das payable war und nachher Alright. hast du länger können. Aber ich lege nicht meine Hand ins Feuer für das. Nein, aber ich weiss das, weil ich meine erste Podcast-Erfahrung war mit Whitehall 2020. 2020, glaube ich. Und dann habe ich auch mit meine Spiegelreflexkamera genommen. Ich so, ich mache einen Podcast und eine halbe Stunde einfach so, fuck! Es wird so... Dann musst du neu starten. Es wäre tipptopp, weil dann wären jetzt mal Podcasts nicht so unendlich lang, Alter. Sage dir. Ja, ich sage auch, unsere Podcasts sind zu Aber- lang. Aber das Problem ist, weißt, es ist rein... es ist nicht eine technische Sache. Kameras könnten unendlich lang Absolut. laufen. Außer sie überhitzen. Oder wir jetzt genau auf 4K. Ja, genau. Aber dass sie wegen gesetzlichen Sachen das machen, das kackt mich so einfach. Das ist das war gesetzliche Sachen, Ja. die regt mir generell im Leben auf. Voll. True. Murder the government. Vielleicht So. nicht. Ja, nicht ganz, weil nachher sind... Also wer ist denn in charge? Übrigens, Happy Birthday, am gesagt, Brudi. Fresh Metal Heads, Alter, schon mal... Willst du das ein Fresh Metaler in charge of the... Nein. Eben. Nein, wirklich Eben. nicht. Oder ein Punk. Voll. Nein, wirklich nicht. Oder ein Metalhead. Einer. Ja, Ja, einer. Freibierpartei. Oder Die was? ganz sicher nicht. Shoutout an John. Wo sind wir gewesen, bevor ich unterbrochen habe? Dass ich Mein erstes musste Konzert. Fotos machen und Yes. schreiben. Ah, Jetzt ja. sind wir. Genau, Rock News. Und nachher habe ich Yes. Fotos gemacht und die sind eigentlich gar nicht so schlecht geworden. Das einzige Problem war, sie sind schlecht gewesen. Nein, also, das Ding ist, ich habe auch schon gute Bandfotos gemacht. Fotos von Save Us Breath und Grenichen sind nicht schlecht rausgekommen, die sind super gewesen. Aber es ist halt einfach, wenn du kein Licht hast und Mhm. vor allem nicht weißt, was du machen nachher, ne? Da habe ich gerade einen Mhm. guten Input. Mhm. Liebe Bands, wenn ihr FotografInnen hasst, dann macht ihr in den ersten 3 Liedern, sagt ihr am Lichttechnik, macht nur Strobo, 100% blau oder 100% rot, weil das bringst du nicht raus, außer du machst es schwarz-weiß. Also Strobo und entweder blau oder rot. Ja, dann hasst ihr eure Blau und FotografInnen. rot. Aha, also man sollte es nicht Violett machen. geht. Nicht. Ja, nicht. Nicht Strobo und nicht nur blau und nicht rot. Genau, was vielleicht auch noch spannend ist, was viele Menschen nicht wissen, wenn Medienfotografinnen kommen und nicht von den Bands Fotografinnen, Mhm. dann dürfen sie nur die ersten 3 Lieder fotografieren. Ah, was? Also, Ist das immer so? ausser die Band sagt ausdrücklich am Management oder am Booking, jetzt bist du am Mikrofon. Ja, weil ich zu weit weg hocke davon. Ich habe es effektiv jetzt verstellt. Der Ricky langt einfach daran, dass er dran gelangt Okay. hat. Du kannst so... das ist der Daumen. Genau. Ich weiss nicht, das hat sich so ein bisschen etabliert in der Musikwelt. Mhm. Weil die Leute sind noch nicht verschwitzt, sie sind noch ready, sie mögen noch. Ist meine Annahme. Mhm. Und wenn du im Fotograben bist, bei grossen Konzertlocations, hat es ja immer einen Graben zwischen Mhm. Konzert, Bühne und ZuschauerInnen, wo Securities Ich drinstehen. habe zum ersten Mal einen im Pergon gehabt. True. Eben grosse Konzerte. Ja. Und dort dürfen die Fotografinnen auch rein. Mhm. Und dann stehst du halt den Leuten auch ein bisschen im Weg, zum Mhm. Schauen. Ja. Kann auch mit Motivation sein. Und sonst muss ich einfach im Pit kämpfen. Ja, mir immer eben so leid. meistens, Wenn ich Fotografen gesehen habe, ich habe einfach einen fetten Dude mit seinem Kick und fand so, yo, chill. meistens darfst du das auch wirklich nicht. Mhm. Weil eben einfach das Management sagt, hey, das ist Mhm. für die Konzertfotografinnen, die zu der Band gehören, weil du dann halt auch exklusives Material kannst machen, nehme ich an. Mhm. Und auch auf der Bühne sein darfst du nicht als Fotografin, wenn du nicht von der Band aus bist, sondern Ja. für ein Booking, für Ah. ein Magazin, für einen Mhm. Blog, für was auch immer, für den Lampot, für den Blick, Mhm. I don't care. Alright. Genau.
was auch mega schön ist, so kleine Schweizer Bands oder teilweise auch internationale, zum Beispiel wenn ich für ein Festival arbeite, eben Heiter Open Air, zum Zurückgreifen, dort darf ich manchmal auf die Bühne, wenn das Management sagt, hey, für das Festival selber ja, dürfen wir. Kann ich dir jetzt da erzählen? Eigentlich schon. Ich hatte dieses Jahr am Festival einen Rage Quit kurz. Wir haben bei Robin Schulz auf die Bühne dürfen. Ist okay, wenn wir Robin Schulz halt haten in diesem Podcast? Ja. Du darfst von mir aus auch, die Ärzte haten. Du musst einfach damit leben, dass ich einen Kommentar abgebe. Ich kann damit leben. Ich muss ehrlich sein, wer ist das? Ich singe jetzt kein Lied von ihm, aber los es nachher mal rein. Du kennst, mir fällt gerade der Titel nicht ein. Ich bin einfach nur hässig. Wahrscheinlich nicht, weil ich nicht aufgewachsen bin. Wir haben auf die Bühne... Du musst nicht aufgewachsen sein, das ist jetzt aktuell. Ja. Ich höre nachher auch. Ich habe keine Ahnung, was läuft. Ich kann nur den Baschi. Aber nur, weil ich ein bisschen ja, der läuft schon lange nicht mehr. Anyway, ich will jetzt haten. Alright, haten. Genau, und dann haben wir auf die Bühne dürfen filmen und fotografieren und das ganze Konzert fotografieren und filmen. Haben wir das Erlebnis bekommen vom Management. Ja. Aber die Bilder müssen approved werden. Wenn ihr die Fotografinnen nicht gerne habt, dann sagt ihr, die Bilder müssen approved werden und gibt eine E-Mail, wo niemand darauf antwortet. Ich verstehe es zu einem gewissen Grad, dass du nicht scheiße aussehen auf Bilder als Band oder Sänger oder Sängerin oder was auch immer, Musikant. Aber, grosses Aber. Was bringt es mir als Fotografin, wenn ich ein scheiß Bild von dir verwende? Nichts. Es ist so Diva-Scheissdreck. Ja, schon ein bisschen. Aber okay, ja, das gibt es manchmal fair und manchmal schreiben die Leute gar nicht zurück. Pausa. Auf jeden Fall, die eine Antwort. Ist da am Names-Droppen von deutschen Rappern. Let's go. Vor allem sind alles deutsche Rapper, die unseren Podcast eh nicht hören. Ja, genau. Scheiße auf jeden Fall hat dann Robin Schulz mega lange nicht zurückgesprochen. Ich so, hey, wir sind offiziell vom Festival, wir würden gerne ein Bild, das ich aus der Menge gemacht habe. Man sieht ihn nicht mal, aber sie haben halt eine mega geile Feuer- und Lasershow und Konfetti. Ja. Würden wir als finales Bild brauchen vom Festival, weil es so ein einen schönen Überblick gibt und nicht nur Band fokussiert ist. Dann hat der Instant zurückgeschrieben und gefunden, ja, deine Bilder entsprechen nicht unserem Standard, ich dürfen gerne ein anderes Bild aussuchen. Fuck me. Wer hat das geschrieben? Management von Robin Schulz. Fuck me, man. Und ich bin super hässlich, weil wir haben noch 2 Stunden gehabt, bis das Festival fertig war und wir haben noch keinen Shot gehabt, wo so das Festival abschliessend dokumentiert hat. Weißt du, so ein Finale war geil mit euch allen. Wir haben eine richtig gute Rettungsaktion gemacht. Wir haben es super gut mit dem Moderator, am alle. Und haben gefunden, hey, wir brauchen das Bild, wie du das Mikrofon in die Menge hebst. Das sind die letzten 2 Lieder vom Adel Tawil am Laufen gewesen, also am Singen. Wer war der Moderator? Der Alle, ich weiß gar nicht, wie er zum Nachnamen heisst, der bei Tele M1 moderiert. Alright. Mega cool. Was zwei Sachen, aber ich absolut keine Ahnung, was das ist. Was ist Tele M1? Fernsehsender vom Aargau irgendwo. Okay. Gut, wir sind nur Sorry, zugezogen. wir sind erst vor kurzem im Aargau. Das ist okay. Alle, du darfst uns sonst gerne schreiben. Auf jeden Fall, er ist super. Auf jeden Fall, Moderatoren können wahrscheinlich auch im Podcast reden. Fair. Ich glaube nicht, dass er Metal hört. Auf jeden Fall haben wir den besten Safe gemacht. Und Jasmin ist mit auf die Bühne. Der Ale hat sich währenddessen einen Grund überlegt, wieso er nochmal das Mikrofon muss in die Menge haben und die Menge nach dem Konzert nicht einfach heimgehen und schlafen. Es ist Sonntag und die letzte Band. Der Videograf, der Lou, kommt mir entgegen, während wir am Rausrennen sind, mit verkatert, übermüdet, hässig, enttäuscht. Es ist wirklich, alle Emotionen sind draussen gewesen. Festivalstimmung. Ja, ich drücke die Kamera in die Hand und bin Lou. Gehe in die Menge, fotografiere wieder alle, das Mikrofon nochmal in die Menge, ich renne in die Menge, die Jasmin rennt auf die Bühne mit dem alle und wir machen den perfekten Shot und alle haben einfach vollen Einsatz gegeben. Niemand hat gefragt, niemand hat gefunden, ja, hättet ihr ja vorher schauen können. Einfach richtig gut. Ich war so froh gewesen. Hat er so gesagt, erzähl einen Witz und einfach das Mikrofon get out of the crowd? Nein, wir machen das gemeinsames Foto für die schöne Zeit, die wir hatten. Das ist gut, auf den Ego der Leute streichen, das hilft immer. Ja, und alle hat dann gefunden, hey, ich war noch nie nervös, jemanden anzusagen, aber shit, habe ich geschwitzt, als ich nochmal schauen musste, dass alle Leute nochmal recht tun und ich es richtig sage. Das glaube ich. Ich war so froh gewesen. Und der Adel Tawil hat, während wir gewartet haben, noch gesungen, so soll es sein, so soll es bleiben, oder? Und alle Emotionen so, oh mein Gott, ja, alle sind so lieb. Grande. Ja, also, wild. Moderation ist wirklich ein fucking schwieriger Job. Ich glaube, ich könnte das. Nicht so gut wie alle, aber ich glaube, ich könnte das, weil ich bin einfach der Oberschnurri. Ja, also ich bin sehr gespannt für den Josh und den Brian, die sie im Bullhead Festival moderieren im Fall. Weil ich könnte das nicht im Fall. Ich könnte es wirklich nicht. Also, schon Ricky. Du darfst das nicht sagen. Sonst fragen sie uns nie. Vielleicht eines Tages, aber... Das schaffen wir schon. Sonst mach es mit dem Bella. Alright. Ihr habt es gehört. Bella und ich wären on top. Ricky wäre Fan. Ich bin moderieren. Moderieren. Nicht das andere. Und fotografieren.
Aber besser haben die Jungs parat so ein bisschen für jede Band. Ich habe ihm schon ein paar gesteckt. Ich tue nachher auch ein paar Ich habe ihm ein paar gesteckt letzten Freitag, die ich gesehen habe. Sind wir so als Secret Writers. Jetzt muss ich ganz kurz mega fest aufs WC. Alright, machen wir eine kleine Pause. Yeah, Let's go. we will be back. Wir sind zurück! We're back. Sorry, falscher Podcast. Wir sind zurück. Genau. The boys are back. Yes. Oh. Hat noch einer von euch eine Ahnung, wo wir vor der Pipi-Pause stehen geblieben sind? Ich habe gehatet. Du hast Voll. gehatet, Wir ja. haben deutsche Rappers gehatet. So weiter. Aber jetzt abgesehen von dem, es gibt ja einen Podcast auch ein bisschen über die Schweizer Metal-Szene, die Underground-Szene. Ja, da Und habe ich du auch bist noch ja auch ein Sachen bisschen, zum Droppen. du bist ja auch ein bisschen dabei dort, weil du machst ja nebst dem, dass du auch bei grossen Bands gehst fotografieren und irgend so ein Double musst schreiben, auch viele Konzertfotos. Also eben, von dem her, wie läuft denn das so generell, wenn man jetzt so quasi sich will, als einfach, dass vielleicht Leute, die sich das mal überlegt haben, ob sie können Band fotografieren, Musikfotografie machen, Konzertfotografie. Wie läuft das so, wenn du quasi irgendwie Bands fotografieren willst? Jetzt abgesehen von uns, wo du dich darüber aufregst, dass wir dich nicht anschreiben, dass wir ein Konzert haben und ich dann einfach gesagt habe, du hast, bevor ich dir schreiben konnte, schon auf dem Instagram-Post reagiert. Also habe ich gedacht, Lexi, ich muss dir nicht mehr einmal eine Einladung schreiben, wenn du schreibst, du bist dort. Hat gedacht, das Herzchen auf dem Kommentar lange. Du bist schon Teil vom Tech Rider. Aber anscheinend, Techno-Writer. abgesehen davon, wenn es jetzt nicht so ist, wenn du jetzt quasi als Fotografin oder Fotograf oder wenn du jetzt nicht mit einer Band etwas machst, wo du sehr schlecht bis gar nicht gezahlt wirst und einfach, Ich weiss es nicht. Ich dabei habe keine bist. Band, die mich zahlt. ja eben, das Gut. man, Also wenn man auch schlecht gezahlt werden bis nicht gezahlt werden von einer Band, schreibt man am besten eine lokale Band an. aber das Problem ist ja nicht, dass wir es nicht machen würden. Wir würden es ja Ich gerne weiss, machen. absolut. Das ist nicht, was ich will sagen. Eben, ja, einfach nur, dass da Podcast-Leute nicht das Gefühl haben, dass Local Bands knauserig sind. Das Problem Gar ist nicht. einfach, wenn wir die Lexi würden für ein Konzert anhören, mieten ist ein richtig schlechtes Wort. Buchen? Ja, Buchen. buchen, genau, das ist das richtige Wort. Wenn wir die Lexi für ein Oh. Konzert würden buchen, ich weiss, was du für einen Tag als Hochzeitsfotografin willst. Und das ist etwa Genug. zeittechnisch gleich lang, wie wenn du mit uns, oder sogar weniger lang, wie wenn du mit uns an ein Konzert gehst. Wenn es in Zürich ist, ist es natürlich, oder im Winter, dann ist es natürlich easy, dann bist du gerade dort. Aber wenn wir jetzt, du bist ja auch schon mal mit uns irgendwie mitgefahren auf Graubünden, um ein Konzert zu fotografieren. Und wenn wir überlegen, was die Lexi quasi dann verlangt bei einer Hochzeit, gut, Hochzeitsfotografie ist auch sehr anspruchsvoll, weil du musst natürlich wirklich immer präsent sein und als Bandfotografin ist so eigentlich alles außer die halbe Stunde, wo die Band spielt, ist so, ja cool, wenn es 1-2 Fotos gibt, aber das muss jetzt nicht unbedingt das Wichtigste sein. Ist auch die Einstellung von der Band, kommt dort auch noch drauf an. Gibt auch andere Bands. Okay, bei uns jetzt, aber Yes. darum, ich kann noch eigentlich, wo ich darauf raus will. Wenn man das müsste zahlen, Würde er Minus machen. anhand von einem Dings, würde man nicht mal ein Minus machen, man würde es nicht mal vielleicht können zahlen. Es würde niemals vielleicht können gezahlt werden, weil wenn du jetzt als Band ein Konzert spielst und du bekommst 150 Stutz Gage, dann ist das als eine Local Band brutal viel und mit 150 Stutz kannst du die Lexi wahrscheinlich nicht mal eine halbe Stunde buchen. Doch, das schon. Halbe Stunde kann man Stunde nicht würde buchen. vielleicht sogar drin liegen für Stunde, Bands. Stunde wird drin liegen für Bands. Aber ich glaube, bevor du die Frage stellst, wäre ich eher zuerst die Frage, was ist der Vorteil für dich als Band, für euch als Band, eine professionelle Fotografin dabei zu Ja, haben? das können wir ja nachher noch machen. Ich glaube, das geht Hand in Hand mit dem, oder? Weil nachher kannst du wirklich entscheiden, alright, lohnt sich ein bisschen Ich Geld? erzähle Ja, aber ich habe ja ganz eigentlich mehr- kurz. ja, okay. Jungs, Alright. ganz kurz. Ich erzähle kurz, wie es eine Fotografin müsste machen, die möchte Bands fotografieren. Schreib lokal. Alright. Also machen wir in dem Fall die Einstellung zuerst mal von einer Fotografin und nachher die Einstellung von einer Band. Unbedingt. gegenüber einer Fotografin. Alright. Unbedingt. Cool. Schreib lokale Bands an. Mhm. Weil jede Band braucht gute Bilder. Die Jungs werden euch nachher sagen, warum. Also eher für dich, also die Frage für dich. Ja, nein, also ihr wisst selber, wieso ihr gute Bilder braucht, das könnt ihr nachher Also- schon erzählen. Wenn wir schon Fotografin da haben, dann. Genau. Nein, es ist einfach ein Mehrwert. Und eben mit Social Media und all dem Zeug. Aber eben, das ist Thema für nachher. Problem Alright. von Zukunfts-Metal-Servila. Mhm. Nein, aber schreibt lokale Bands an, weil sie brauchen Bilder. Mhm. Und wenn du die Hoffnung hast, jetzt grosse Geld zu machen, dann sei nicht Lexi. Nein, so kommst du auf jeden Fall gut in die Szene. Sag's, egal in welche Musikrichtung. Okay, es hören eh nur Metal-Menschen das. Oder die, die ich jetzt zwinge zum Hören, weil ich dabei bin. Yes. Aber schreib lokale Bands an, frag sie, hey, kann ich mal an einen Gig mitkommen? Oder im Idealfall, hey,
ich habe gesehen, ihr habt dann einen Gig, dürft ich mal mitkommen, um Bilder zu machen. Ja. Die meisten Bands sind nicht abgeneigt. Und wenn schon, dann ist es wie ihr Problem. Mhm. Weil es gibt ihnen einen Mehrwert, vor allem wenn du es kostenfrei anbietest. Okay. Bestand darauf, was du möchtest. Ich zum Beispiel und auch eigentlich alle anderen Fotografinnen, die ich in diesem Bereich kenne, haben gewisse Sachen, die sagen, hey, schau, ich komme mit euch mit, das sind Bedingungen. Mhm. Für mich ist zum Beispiel, hey, wenn ich Bilder mache, bearbeite ich sie auch. Genauso wie du nicht zum Bäcker gehst und nachher einfach einen Teig heimnimmst, sondern ein Brot. Ja. Weil ein unbearbeitetes Bild ist für mich wie einfach nur der Teig. Mhm. Und du gehst dann zum Coiffeur eine Schere kaufen. Ja. Das ist einfach nicht, wie es ist. Mhm. Und wenn du es nachher nochmal bearbeitest, eben, du backst ja das Brot auch nicht nochmal. Mhm. Oder schneidest deine Haare selber noch nach, weil dann wird es meistens nicht viel besser im Oder Coiffeur. Fatz ist ein Instagram-Filter drauf. Genau. Mhm. Weil ich habe Zeit darin investiert, dass es so aussieht, wie es aussieht. Vielleicht auch an Fotografinnen, wenn ihr schon andere Bilder habt und euren Bildstil schon gefunden, könnt ihr sagen, hey, es kommt wahrscheinlich in diesem Stil. Ja. Dazu ist es Standard eigentlich, dass die Fotografin, der Fotograf markiert wird und so auch Reichweite kann erreicht werden. Mhm. Was mega wichtig ist, wie es auch mit Bands ist, von Reichweite kannst du schlussendlich nicht leben. Mhm. Das heisst auch, ihr müsst irgendwann neue Grenzen setzen und sagen, hey, entweder macht es, was mir Freude macht. Ich kann gewisse Bands, zum Beispiel eigentlich Muse, können fotografieren. Mhm. Logisch ist dort nicht, dass sie weder interessiert sind, dass ich Bilder mache, noch brauchen sie. Aber für mich ist der Mehrwert, dass ich an das Konzert gehen kann. Mhm. Wo jetzt bei Local Bands das teilweise der Fall ist, weil es meine Freunde sind. Aber wenn es jetzt eine Band ist, die mich gar nicht interessiert und sie wollen Fotos nehmen, dann habe ich halt auch meine Bedingungen dazu. Weil es ist immer ein Gehen und ein Nehmen. Ja. Genau, das ist so der Weg. Und Rock News sucht immer Leute. Es gibt auch noch andere Magazine, Art Noir zum Beispiel. Ja. Blekvetica, ich weiß nicht ganz, wie man es ausspricht. Blekvetica. Blekvetica. K am Anfang, bei der ersten K. Blekvetica. Das wäre ein blödes Blekvetica wäre. Hey da. Der Kark. Für so von flach. Mark mit K. Kark. Steven mit PA. Steven. Genau. Die Magazine sind immer froh. Mhm. Dort müsst ihr einfach abliefern. Ich weiss nicht, wie die Qualitätsstandards sind, aber dort gibt es halt teilweise Enddaten, bis wenn es abgegeben sein etc. Und so kommt man an grössere Bands, nicht, dass du Kontakt mit ihnen hast, aber dass du Bilder von ihnen hast. Ja. Wenn du schon Konzerte fotografiert hast, sagst der Frauenchor in Winkel, yes I did, kannst du auch diese Bilder mitschicken. Einfach, dass es so ein bisschen das Gefühl gibt von, hey, das könnte ich bieten, habt ihr Interesse? Folgt jeder Frauenchor auch auf Instagram? Ich glaube nicht, dass sie Insta Frauenchor haben. Winkel folgt nämlich ein Versus auf Instagram. Dann folgen sie mir vielleicht auch, hoffentlich. Also, ja, es kommt ja die Hälfte von der Band aus Winkel. Also. Das stimmt. Also ich glaube, von einer Perspektive von einer Band ist sicher wichtig, dass der Fotografin ein Portfolio hat, wo man schauen kann, einerseits. Und zweitens, so wie du sagst, es ist am Schluss eine Transaction. Es ist eine Business Transaction. Weil ich sehe auch oder ich habe auch gesehen, dass Bands Fotos sharen, ohne die Fotograf zu taggen. Oder sie schneiden das Logo weg. Oder sie tun einen Instagram-Filter drauf tun. Und meistens ist der Fall, dass die Leute einfach nicht checken, dass sie im Moment etwas Falsches machen. Weil am Schluss, wenn du einen Filter von Instagram drauf tust, du tust gerade erstens den Stil vom Fotografen und zweitens die Qualität verringern. Und das ist gegenüber dem Fotograf respektlos, oder? Das nicht taggen ist genau gleich, wenn zum Beispiel eine Band oder ein Mixer nicht den Credit gibst, wenn du den Song rausbringst, zum Beispiel. Oder es ist wie zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Lied von Eversys würde nehmen, selber irgendetwas oder von irgendjemandem zusammenschneiden, am besten noch irgendeine Gitarre. So, ich kann nicht Gitarre spielen, das ist mega wichtig dazu zu wissen, es ist nicht mein Fachgebiet, wie Fotografie von den meisten Bands auch nicht unbedingt mein Fachgebiet sein. Irgendein Gitarrensolo würde dahinter legen und am besten noch irgendetwas zusammenmischen, wo ich keine Ahnung habe. Ja. Macht man halt einfach wie nicht und das würde auch die Band ja irgendwie so sein, so okay, weird move. Also zum Fernsehen, wenn du das würdest machen, wenn du jetzt einfach einen Song von uns nehmen, aber das ist jetzt einfach, weil wir halt uns so gut kennen, aber wenn du jetzt einfach einen Song von uns würdest nehmen, dann einfach würdest remixen und ein Gitarrensolo drüber spielen, also ich glaube, es fänden jetzt alle 4 fucking funny. Und ich glaube, es wird höchstwahrscheinlich, es hat die grosse Chance, dass es unser nächstes Intro wird. Oh ja, ich sehe das Potenzial. Aber ich glaube, die Respektgrenzen sind nicht immer klar, besonders wenn du als eine neue Band anfängst und keine Ahnung hast.
Du denkst so, wie der Foto ist ein Geschenk, das du bekommen hast und du kannst einfach irgendetwas mit dem machen und irgendwie, keine Ahnung, ein Foto, das auf Farbe ist, plötzlich einfach schwarz-weiß machen und einfach drauf tätschen. Ich finde so, ja, es sieht cool aus, oder? Aber am Schluss, und das habe ich auch am Anfang als Künstler, keine Ahnung, so, right? Und plötzlich so wie, hey, warum ist der Fotograf plötzlich Ja, vor allem, hässlich? was du auch musst wissen als Band, ist, die Fotos gehören ja nicht dir. Genau. Das Du ist auch darfst sie einfach, je nachdem, was der Fotograf dir sagt, darfst du Sachen mit denen machen. Weil wenn wir jetzt, ich hatte Lexi auch schon gefragt, wie es aussieht, wenn wir einen Merch-Artikel machen, dann hat sie uns gesagt, ja, dann müssten wir aber nochmal darüber reden, weil das wäre dann quasi effektiv etwas, wo wir ja Geld damit machen. Das heisst, entweder müssten wir dann, ich weiß nicht, was wir dann geschnurrt haben. Machen wir einen Deal? Es ist ziemlich sicher irgendetwas Alkoholeinfluss gewesen, aber wahrscheinlich würde es dann daraus laufen, dass wir dir entweder einen Teil von der Merch-Einnahmen geben oder dir halt Recht vom Bild abkaufen. Genau. Ja, wichtig ist, Bands reden mit den Fotografinnen reden mit den Bands. Geht nicht davon aus, dass die anderen wissen, was ihr wisst. Aber zum Teil eben nicht im Fall, weil zum Teil spielst du das Konzert und nachher bekommst du einen Link vom Fotograf und sagst so, hey, look, das sind Fotos, ist cool gewesen. Und vielleicht habt ihr nicht im Voraus quasi darüber geredet, weißt du, zum Beispiel, wenn dann fragt ihr nach. Genau. Ja, das hat sie ja gemeint, also dass man das machen soll. Man soll mit den Bands und als Fotograf mit der Band reden und als Band mit den Fotografen. Aber ich weiß auch nicht, dass wir zum Beispiel den Fotograf von einem Event hatten und nachher nimmst du Fotos und natürlich, wir wissen, wir versuchen immer zu taggen, immer wirklich so zu nehmen, wie die sind, nie einen Fehler drauf zu machen, einfach wie wir das über die Jahre gelernt haben, oder? Aber so als neue Band willst du sie nicht checken, oder? Und willst du so meinen, ist gut, was wir machen. Ich finde, es ist eine Holl- und eine Bringschuld von beiden Seiten. Schlussendlich. Ja. Und ja, ich glaube eigentlich schon das Hauptding. Hey, redet miteinander. Wie immer im Leben. Kommunikation löst nachher mega viele Sachen. Ich habe mit Defenfer habe ich mal einen Deal gemacht, zum Beispiel, wo ich habe gewusst, sie haben einen Fotograf gebucht. Ich habe auch Bilder gemacht und meine sind nachher verwendet worden. Als ich per Zufall darüber gestolpert bin, habe ich gefunden, hey, ich weiss, ihr habt die andere Person zahlen können. Und habe jetzt aber auch meine Bilder gebraucht. Da habe ich ein bisschen Mühe. Ja. Machen wir dafür, dass ich Merch und T-Shirts bekomme. Rechtlich hätte ich sie natürlich verklagen können. Ja. Obviously, aber es wäre einfach auch dumm. Es geht einfach auch, das Wissen auch an FotografInnen, hey, lokale Bands haben auch nicht einfach das Budget und auch nicht the knowledge. Können sie ja gar nicht haben für alles. Wie ich nicht kann unterscheiden, spielt jetzt eine Gitarre oder ein Bass, honestly. Ja, es ist gute Musik oder schlechte Musik. Vielleicht. Du kannst das mittlerweile. Okay, vielleicht kann ich es. I believe. Du hast genug Soundtracks von uns gehört, um zu wissen, was ein Bass oder ein Gitarre ist. Bei euch weiss ich auch, wer Bass und Gitarre spielt. Das hilft halt schon auch. Gut, fairer Punkt. Ja, genau, redet miteinander. Wirklich. Ja. Und vielleicht auch allgemein an Bands, gerade wenn ihr eben noch eher underground oder klein seid, gebt vielleicht auch mal an einen Fotograf oder eine Fotografin eine Chance, die auch noch kein Portfolio hat, weil irgendwie musst du das Portfolio aufbauen. Findet einen Deal wie, hey, du kannst 3-4 Bier haben den Abend. Das macht mir schon mega viel aus, aber respektiert auch, wenn jemand sagt, hey, das ist mein Preis. Muss man nicht diskutieren, sondern okay, dann liegt es halt nicht im Budget. Ja, also ich glaube, so wie du sagst, am Schluss ist es wichtig, einfach eine gute Beziehung aufzubauen. Besonders vom Anfang an, wenn alle am Anfang von null anfangen, der Band und ein Fotograf, so wie gleich wie zum Beispiel mit einem Mischer. Nachher, je größer die Band wird, desto mehr Chancen bekommt der Fotograf und irgendwann kann er auch mehr verlangen in dem Sinne und es ist irgendwie, es passt. Oder ich meine, das habe ich so bei euch gesehen, oder ich meine, als wir eure Plattentafel gespielt haben in 2019, oder? Haben wir auch dich auch gesehen. Und seitdem halt in jedem Versus-Konzert. Und dort habe ich auch zum Beispiel, ich habe von euch Bilder gemacht, nicht viel, sondern einfach 2-3 so als Probe. Das ist das, was ich jetzt mache. Wenn ich mit Versus, ich sage immer noch Eversis, weil ich glaube, es heisst immer Schwester. Es ist eigentlich auch kein englisches Wort, von dem her ist es einfach Eversis. Ich habe noch nie davon gedacht. Immer Schwester. Das ist eine gute Idee. Es sind fast so viele Leute am Durchgehen, wo du einfach mal in Versus gesagt hast und sie also, what? Spricht man das so aus? Und du sagst, ja, also die Jungs haben mich nicht korrigiert, von dem her glaube ich schon. Ja, auf jeden Fall, wenn ich mit ihnen unterwegs bin und ich sehe, andere Bands haben keine FotografInnen dabei, frage ich, hey, wenn ihr, oder wenn es sich nicht ergibt, um sie zu fragen, aus irgendwelchen Umständen, mache ich es einfach so, dass ich 4-5 Bilder als Probe, als Beispiel mal mache. Ich meine, auch für Fotografinnen so sehen sie mal, was du kannst. Sag es nachher und finde so, hey, darf ich für ein T-Shirt? Ja. Das ist tatsächlich ein Case. Ich habe das rote T-Shirt von euch damals bekommen. Cool. Ja. Irgendetwas, wo... Die japanische? Nein, Heaven... Das May Heaven Forgive You Shirt. Genau, May Heaven Forgive You. Ja. Genau, und die haben, glaube ich, 4-5 Fotos. Ich habe wirklich nicht viel gemacht, aber gefunden, hey, besser als nichts. Ja, voll.
Ja, ich meine, also, Besser als nichts, das bekommst du schon bei uns. Nein, nicht wahr. Das stimmt nicht. Das hast du gesagt. Nein, ich meine auch besser als nichts für die Band. Fair. Schlussendlich. ich muss auch sagen, also, wir haben auch erst in den letzten paar Jahren angefangen, wirklich ein Live-Mission haben wir erst in einem Jahr eigentlich. Und Fotograf und Videograf auch. Und wir haben auch extra gedacht, Leute, wir nehmen Geld in die Hand, beziehungsweise die ganze Gage geht zu einem Mischer und einem Fotograf oder nur zu einem Mischer. Und weil es bringt tatsächlich einen Mehrwert, aber am Anfang checkst du vielleicht nicht, oder? Ist vielleicht auch, wo willst du deinen Fokus setzen? Geht fast schon Richtung Branding, das müssen wir jetzt nicht mega diskutieren, aber hey, Social Media ist das, was dir schlussendlich Reichweite gibt. Auf welchem Niveau möchtest du dich präsentieren? Und Fotos und Videos auf einem höheren Niveau verkauft auch deine Band auf einem höheren Niveau. Ja. Musik an einem Live-Konzert, das gut gemischt ist, verkauft deine Band auf einem anderen Niveau, wie wenn es halt shitty gemischt ist. Absolut, das ist das, was die Leute schlussendlich sehen, oder? Von einem. Genau. Und hören. I guess. Nein, also ich bin genau der gleichen Meinung im Fall. Also, und wir haben ich könnte sagen, wir haben auch den Progress gemerkt, weil wir sind davon gegangen von Konzerten, wo wir gehört haben, hey, ist schon cool, aber der Misch war scheiße gewesen. Und nachher zum anderen Konzert, wo wir einen Misch dabei hatten, oder? Und dann gesagt so, Leute, ihr habt verdammt gut getan. Und ich so, ja, shit, geil, besser das zu hören, nachdem du gespielt hast, als das andere. Und das fällt auch mir auf. Ich meine, ich habe keine Ahnung von Technik und auch wenn ihr einmal eure Nerd-Talks habt, bin ich so, okay, ich spule mal weiter, weil ich check's eh nicht. Ja. Aber ich höre, für mich gibt es wie, eine Band spielt gut, oder eine Band spielt mittel, oder eine Band spielt schlecht. Und das macht den Misch raus. Oder wenn ich eine Einladung an ein Konzert auf Insta, ich komme gerade... Aber eine Band gut spielt, macht nicht den Mischer aus. Entweder es tönt gut oder es tönt nicht gut. Genau, es tönt gut, weil oder es die tönt Band nicht kann gut. auch so gut spielen, True. wenn der Mix scheiße True. ist, tönt es nicht gut. True. Ja, oder ein Auftritt war gut, schlecht, mittel, sagen wir so. Genau. Ja. Hat auch mit Bühnenpräsenz dann wieder zu tun. Aber was ich raus will, wenn ich auf Insta ein Plakat geschickt bekomme, ich weiss, der Werbeblock kommt nachher, aber zum Beispiel das Akku-Punk-Tour, wo wir bekommen von Her Name is Claire und Matchbox Whispers. So geil zeichnen, sieht so cool aus. Ist geil. Ist etwas, was mich absolut motiviert, um an ein Konzert zu Mega. gehen. Ich, der ein Herz für Grafik, Fotografie und Ästhetik habe. Versus, wenn ich einfach etwas bekomme, das mit Word Art gestaltet ist und steht, hallo, okay, Word Art würde ich auch noch geben, wäre schon geil. sorry, das würde mir jetzt richtig kicken. Wenn einfach so einer mit der Oldschool Word Art einfach so Konzertflyer macht. Ja. Ich habe eine Idee für die nächste diverse Single Cover Artworks. Und eine Katze mit Laseraugen. Ja. Yeah. Perfekt. Yeah. Genau. Nein, aber ob ein schönes Bandbild entgegenkommt, wo drüber steht, hey, wir haben ein Konzert, versus irgendetwas zusammen trasht. Eben, läuft die Branding rein. Wenn du eine Punkband bist, wir schmeißen Bier den Leuten an den Grind und Mikrofon am Boden, logisch darf dann auch etwas Abgefucktes dir entgegenkommen. Ja. Aber eben, je nachdem, wo du dich als Band verkaufen willst, spielt es halt einfach eine Rolle, was du von dir zeigst und an die Öffentlichkeit gibst. Und da kann ich gute Sachen machen. Voll. Werbejingle! Nein, aber ich kann es auch sagen, weil ich versuche, all jenste Schweizer Metal-Bands zu folgen mit dem Metal-Server-Konto. Und amix finde ich es so wie, alright, also gute Branding, sieht schön aus, haben es cool gemacht. Könnt ihr immer das Podcast hören, dann könnt ihr ein paar Sachen lernen. Aber amix kommst du drauf und ist so wie, hey, was ist das? Ein Handyfoto und ein Logo und that's it. Oder? Und ich so wie, alright. Ist so Punk-Sound nicht wirklich, ist so Melodeath oder so. Dann finde ich so wie, ja, ein bisschen Qualität brauchst du schon noch. Das ist der erste Eindruck, den du bekommst, wenn die Band, sag mal, du hast die Band live gesehen und sie sind geil. Und dann gehst du im Instagram und suchst die und findest einfach so ein schlechtes Bild, schlechte Qualität und ist so wie, alright, du hast so etwas erwartet, weil du es cool gefunden hast, aber nachher entspricht nicht das, was du erwartet hast. Genau, eben das ist eigentlich ein Branding, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen. Eben, wir kommen vielleicht ein bisschen aus dem Bubble. Branding ist eben, was zeigst du von dir gegen aussen. Zum Beispiel, was für mich schon fast ins Branding gehört, ist meine farbigen Haare. Wenn ich ohne farbige Haare auftauche, sind gewisse Leute, das habe ich dich gar nicht erkannt. Und wenn du eine Band bist, gibst du ja auch ein gewisses Bild von dir ab. Eben, der Bella hat vorher erzählt von den Leggings, die sie auftreten sind damit. Das ist Markenzeichen, oder? Das geht ihnen zu Farben. Wenn jetzt Steel Panther ist ein super Beispiel. Stell dir vor, Steel Panther würde unverkleidet, ohne Drama und Bürste mit einer Metal-Kutte auftreten. Und ihre Poster wären schwarz mit so einem Demigod-Logo-mäßigen
Ding. Du wärst super verwirrt. Du wärst, hey, was? Das ist aber nicht Steel Das wäre Panther. fucking funny, Ja. Alter. Aber ja, es würde absolut nicht aufgehen. Aber aus eigener Erfahrung gefallen, ich kann auch sagen, wenn unser Sänger, der Mike, wird nicht ohne sein BDSM-Dings spielen, ich würde so finden, so, was machst du, Brudi? Genau, Zieh es ist, an. es ist wie, dass alles aus einem Guss kommt, wie man vielleicht so oldschool würde sagen. Ja, Genau, nein. einfach noch so ein aus bisschen. einer Kantine. Das ist so wie, es wäre einfach weird, wenn wir plötzlich Videos würden machen mit dem Handy und es wird plötzlich gut tönen. Nein, es muss kacke tönen, weil unsere Handys scheiß Audio haben. Ja, ja, das ist, und das ist wirklich, Branding, das ist falls on-brand. nochmal irgendjemand uns schreibt, dass unsere Audioqualität beschissen ist, haben ihr das Gefühl, wir wissen das nicht? Ja. Haben ihr das Gefühl, ich habe mir ein Fairphone gekauft, dass ich eben kein iPhone habe? Ich habe wo ein billiges Nokia gekauft, habe nicht für die Umwelt, aber für das billig ist. Einfach weil er kein Geld hat. Er hatte Ja. kein Geld, ich hatte einen noblen Hintergrund gehabt. Mhm. Aber darum haben wir scheiß Qualität. Und mittlerweile haben uns so viele Leute geschrieben, dass unsere Audioqualität sagt bei Stories, Voll. dass wir es extra machen. Ja. Ich bin stolz auf jeden Fall. Mein Lieblingsteil ist, wenn Bands einfach das Video sharen, ohne vorher den Audio zu hören. Und nachher ist einfach so schlecht. Die Das kannst du nicht raus. Die share jetzt einfach, weil sie wollen, dass wir darüber reden. Das ist Ja. Branding. Branding, absolut. Schlechte Qualität und gute Gespräche. Das ist unser Branding. Ja gut, ich würde jetzt das nicht gute Gespräche nennen. Ich schon. Also amix schon ein bisschen. Ich finde es schon noch interessant, was wir da schon. Also ich muss jetzt wirklich sagen, das ist schon interessant, aber das Problem ist, der Joel und der Roman. Heißt jetzt oder Joel und Ja, Roman schon heißt Roman von IMS Media. Ja, die haben eben angefangen, jetzt wirklich Qualität in das ganze Podcast-Game von der Schweizer Metal-Szene Sind schon reinzubringen. Und das ist so ein richtig bisschen blöd. Ihre Jingles sind so voll hochqualitativ. Ich habe das Chef vertastet, ich habe mir den Finger abgeschnitten letztens. Ich bin am Kochen gewesen, nachher haben sie das Gespräch gehabt über Meshuggah, wo der andere angefangen hat, reinschießen zu fragen. Ich fahre jetzt dann auch wieder, jetzt brauche ich dann Quick Rantings. Und ich so, oh no, jetzt wird dann einfach Meshuggah disst. Und dann haben sie es verdammt gut aufgebaut und dann hat der Meshuggah nicht disst. Und das ist so. Wir brauchen auch so ein Soundboard, wo wir einfach Sounds drin tun. So der Brian Lee und nachher einfach so Sachen wie, keine Ahnung, irgendetwas. Ich habe einen Kollegen, der einen Polit-Podcast macht, der Oli, der Rethink-Blog, macht ein Weekly, wo er so einfach abgebrochen erklärt, was in der Schweiz und auf der Welt passiert. Alright. Dass ich sogar rauskomme, crazy. Und er hat auch so einen Jingle und er ist nicht von SRF, aber tönt genau wie SRF, wenn so halt, wenn das Radio los ist und es kommt so, das heisst nicht Tagesschau, wie heisst das im Radio? Tagesanzeige? Nachrichten? Maybe, ja. Du musst mir guess. sagen, was du willst hören. Also von Nachrichten. was du redest. Von dem, was Breaking jede Stunde News. kommt. Ja, Ja, das sind Nachrichten. Sind Nachrichten. Breaking News? Tagesschau ist Ja. by the way auch Nachrichten. Aber Wie- anders. Wie heißt Breaking News auf Deutsch? Nachrichten. Brechende Nachrichten. Sind wir mal so Nachrichten am Kotzen. Alright. Ja. Und jedes Mal, wenn ich es höre, denke ich, es ist mega SRF-Niveau. Mhm. Und ich finde es tönt gleich, auch wenn es nebeneinander los ist, ist es einfach anders. Aber du weißt Ja. genau, okay, jetzt kommen so Nachrichten-Fingis. Aber das Gleiche habe ich versucht, mit einer Breaking News Musik zu machen. Ja, aber der Also- tönt auch wie eine Nachrichtensendung. Einfach, Genau. dass es halt eine Metal-Gitarre hat. Voll. Ich kann mich mir geben. Nein. Voll. Es ist wieder Vollgas eskaliert, weil ich habe irgendetwas gefragt, dann hast du etwas wissen, dann hat Lexi das beantwortet, was ich gesagt habe, und das, was du gesagt hast, habe ich keine Ahnung. Ich Genau. weiss noch etwas, was ich Alright. wollte sagen, warum es sich für eine Band lohnt, einen Fotografin zu buchen. Weißt du, ich kann auch noch schnell etwas. Falls euch ein Fotografin schreibt, eine Fotoperson schreibt, und ihr wisst, und ihr sind eine Band, und ihr habt noch, sind am Anfang, und ihr habt das Gefühl, die haben noch keine Fotos, wir sagen jetzt mal nein, macht das nicht. Weil, was habt ihr sonst? Habt ihr Eben, sonst gell? einen Fotograf? Ihr habt Habt ihr nichts. jemanden, der Fotos von euch macht? Ihr habt nichts, Das ist Alter. eben das, was du musst wissen. Und dann kann es natürlich schon sein, dass die Fotos beschissen sind, aber dann brauchst du sie halt nicht, Hey. aber du hast es wenigstens probiert. Voll. Mindestens Oder etwas, Du ja. kommst so gute Fotos über für den Lexi und denkst so, geil, Und- die habe ich jetzt gratis bekommen. Und es gibt nichts Besseres, um am nächsten Tag dein Ego zu streicheln, als Fotos von dir zu sehen auf der Bühne. So wie. Ja, es gibt wirklich Du nichts machst etwas aus deinem Leben. So, du bist nicht einfach ein Penner. Und Großmütter und Mütter haben auch mega Freude, Hey, wenn sie mega. Beweis haben. Ja, Mega. und es ist wirklich cool, wenn du am nächsten Tag nach dem Konzert, also weißt du, gerade am Tag nach dem Konzert kannst du Uff. Fotos anschauen von dir. Beste. Darf ich ganz kurz sagen, dass es vielleicht nicht ganz so schnell geht immer? Ist auch gut. Also ich Weil- weiss nicht, das Ding ist halt, ich kann halt noch nie wirklich viel Geld ausgeben für einen Fotograf. Vielleicht Okay, ganz kurz. wenn ich jetzt, also, wenn wir jetzt, also, aber ich will es ja auch nicht. Aber wenn du mir 5000 Stutz zahlen würdest, würde ich super fest eine Nacht wach bleiben, alle genau. Bilder bearbeiten und aussortieren und Genau, das habe ich gesagt. schicken. Es kommt halt Preis-Leistungs-Verhältnis an. Nein, der Punkt ist ein bisschen, ich meine, was die Leute sehen, ist, ich bin eine halbe Stunde am Konzert am Fotografieren. Schweizer vielleicht halb so fest wie die Band.
ich bin aber auch schon den ganzen Tag mit der Band unterwegs und mache für Dokumentation Bilder. Wenn wir an einer coolen Location sind, bin ich einmal die finde, hey, wir machen noch Bandbilder, vor dem Dynamo zum Beispiel oder und die so. Band ist dann so, ja, okay, machen wir. Nachher haben sie Nein, Freude. ich bin auch im Paragon, das ist auch cool gewesen, die Backstage-Fotos und so. Ja. Voll, das ist, oder Soundcheck habe ich Und auch vor allem noch eben 2, 3 gemacht. Jeder, der in einer Band ist, weiss, wie mühsam das ist, wenn du einen Tag mit einer Band musst unterwegs sein musst. Genau. Und Musiker dann, sind mühsam. Das ist so. Wer hätte es gedacht, dass egozentrische, kreative Leute mühsam sind? und dann habe ich nochmal etwa, wenn ich jetzt eine halbe Stunde fotografiere, habe ich etwa eine halbe Stunde zum Bilder aussortieren, so 10 Minuten zum Überladen. Wie viele Fotos machst du eigentlich während? Das habe ich mich nämlich immer gewundert. Weil mir kommen nämlich so 230 Fotos von dir rüber. Für einen halbstündigen Gig. Wie viele Fotos machst du während einem Konzert? Weil ich habe beim Save Your Last Breath Konzert sicher mehr als 80% von den Fotos weggerührt. Und ich nehme an, du machst zwar bessere Fotos wie ich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du etwa gleich viele Fotos wegrührst, weil du einfach denkst, das ist nicht so gut. Dies nicht so gut ist halt einfach wahrscheinlich das, was ich schon wieder als gut bezeichne. Oder ihr seht einfach immer, also es ist wie einfach Serienaufnahme und ihr seht fast gleich aus und ich suche das Beste aus. Genau, ja. Nein, ich mache, ja so, wenn ich ein ganzes Konzert fotografiere, nicht nur die ersten 3 Lieder, komme ich gut auf 500, 600 Bilder. Kommt ein bisschen auf die Band drauf an. Ich meine, wenn alle hinter einem Mikrofon stehen, ihr Instrument spielen und singen, ist es ja nochmal anders, wie wenn man Whiteout ist mit einem Mic, der durchs Publikum rennt und du nicht mal eine Chance hast, ein gutes Foto zu machen, dann musst du natürlich noch viel mehr aussortieren. Aber für die Show super geil, ich liebe es. Don't stop, Mike. Genau. Mal, du solltest aufhören. Mike, du solltest aufhören, wenn das Mikrofon nicht mehr tut. Ey, wo er über den Sicherheitsdings gummt ist und nachher vom Publikum ist so, Brudi, willst du sterben? Wir reden von meinem Paragon übrigens. Im Paragon, genau. Ja, es ist... Ja. Dort hast du eben die... wie hast du es genannt? Barriere. Die Barriere, oder? Und er ist von der Stage auf die Barriere gummt. Nein, Und er ist nicht über. auf die Barriere gekommen. Über. Ich kann dir sagen, was passiert ist, weil er ist so weit von meinem Gesicht vorbeigeflogen. Ich habe nämlich gerade den Mike angeschaut, der auf der anderen Seite von dieser Gasse gestanden ist, wo der Mike, wo der andere Mike... Es ist nicht klein. Ich habe das Was-Mike angeschaut, Aha. während der Whiteout-Mike auf der Bühne war. Und das Was-Mike und ich sind etwa einen Meter auseinander gestanden. Ja. Und plötzlich macht es einfach... Mhm. Und ein Schuh ist zwischen unseren Gesichtern durch. Oh nein, ich habe gesehen, er hat einen Schritt auf der Barriere und nachher den nächsten weiter. Ich glaube, er ist ziemlich Und straight runtergekommen. ich so in meinem Kopf einfach, hey, er kommt auf die Barriere und nach hinten. Nein, er ist im Vergleich ziemlich straight einfach durch. Er hat Barrieren Ich nicht als verwischt. Fotografin war, ich hoffe, sie stellen das Licht an, wenn er in die Menge geht. Haben sie nicht. Ja. Anyway, ich habe ein, 2 okayische Bilder, wo er in der Menge ist. Also die Bilder Ja, auf sind jeden super. Fall Ja. sortiere ich etwa die Hälfte der Bilder aus. Mhm. Ich habe ein super gutes neues Programm. Ich sage jetzt den Namen nicht, ich habe schon genug Werbung gemacht und Name-Dropping. Erzähl mal, ich will wissen. Das ist Es also- heisst Narrative Select und es hat eine AI, die dir anzeigt mit Grün und Rot, ob das Bild scharf ist, also das Gesicht scharf ist und ob die Augen offen sind. Musst du bezahlen? Die ersten 3 Projekte glaube ich nicht. Ich kann euch allen einen Link schicken und dann bekomme ich tatsächlich ein Jahr gratis. Ich will das Ich wissen. schicke dir mal den Link. Macht das. Flexi braucht gratis Sachen. Meldet euch bei mir und ich schicke euch den Link. Weil ich finde, die erste Selection ist schon schlimm. Ja, und dann siehst du halt, ob die Leute Augen zu oder offen haben mit Orange, Rot, Grün. Shit. Und es tut dann schon so Vorschläge machen von, hey, die kannst du aussortieren. Gibt es auch schon Pre-Selection, die brauche ich jetzt persönlich nicht, weil teilweise mache ich auch extra unscharfe Bilder wegen artsy-fartsy. Ja. Genau. Ich sortiere die Hälfte aus und dann bearbeite ich eben eine halbe Stunde. Ich sage, ich überlade 10 Minuten, aussortieren eine halbe Stunde, etwa, weil ich in der Zwischenzeit recht schnell bin und mich daran gewöhnt Gott, bin. eine halbe Stunde. Ich habe gränige Fotos, ich habe eine Stunde gebraucht, mindestens Narrative die auszuwählen. Select. Ja, okay, ich bin wie kein Fotograf, also das wäre wirklich True. unnötig. Du hast amigs die Kontrast- und Helligkeits-Presets Kommt von nachher. 1 zum nächsten. Kommt nachher. Also, ich wollte ja lernen, weil ich lerne das Unbedingt, unbedingt. Und schon viele Tricks gelernt. dann wird bearbeitet. Ich habe in der Zwischenzeit ein fixes Preset. Ja, ich arbeite mit Presets. Mhm. Ja, ich habe mal Presets Lutz? gekauft, hochwertige. Lutz, Ich arbeite mit Lightroom. Habe Presets gekauft, Hochzeitspresets eigentlich von Julia und Chill. Habe eins angepasst für Konzert draussen, Chill, Bruder. eins für Konzert drinnen und eins wieder für Hochzeit, aber in Was meinem machst du Stil. am Open Air, wenn es dunkel ist? Hau ins heitere Preset, das ist draussen gut belichtet, weil heitere und Open Air draussen haben meistens sehr gute Lichtqualität. Für mich ist so der Hauptunterschied, hey, am Festival hast du professionelle Bühne, professionelles Licht versus du bist im Werk 21 im Keller. Und Das ist so der Unterschied. Und ich vermute, du bist dann Rose am
bearbeiten, wo Ja. kein White Line, wie heißt es? White Balance. Ich habe eine White Balance drin, dann passe ich es beim ersten an und dann nochmal alles synchronisieren. Also ich haue schon beim Import Bilder, also wenn ich Bilder ins Lightroom importiere, haue ich schon das Preset drüber. Und kannst du die synchronisieren, dass sie ein ähnliches Lighting-Schema haben? Ja, du machst Command A, Command V. Ich kann mir schnell einen erklären, von was ihr zwei gerade redet. Lightroom ist ein Bildbearbeitungsprogramm, wo du nicht retuschieren kannst, sondern Habe ich auch. übertriebene, also sehr einfach gesagt, Filter drüber tun, wo du aber einzelne Parameter noch anpassen kannst. Okay, also du tust jetzt einfach so rein, du hast Fotos gemacht, nur Ja. dass ich das jetzt verstehe Unbedingt. als Laie. Du hast Fotos gemacht, dann nimmst du die Speicherkarte, drückst sie in deinen PC Yes. und dann tust du sie quasi in das Bearbeitungsprogramm rein. Also du tust sie vorher ausselektieren und dann dort Ich reinladen. tue ins Selektierprogramm und selektiere schickt es mir nachher ins Bearbeitungsprogramm. Genau, und in dem Bearbeitungsprogramm hast du nachher all die Fotos, die du kannst bearbeiten. Und Genau. mit diesen Presets tust du nachher quasi, wenn du ein Preset hast, hast du schon mal das, was Hau du ich- gut findest, auf allen Fotos drauf. Genau, so Mhm. das Aber Grundgerüst. zuerst musst du die alle ein bisschen balancieren, bevor du mit dem... Genau, und dann komme ich aufs erste Bild. Mhm. Ist so wie alle Faders auf Null, weißt du? Dass Ja, ja. alle, dass der Gain gut aussieht, Signal-to-Noise-Ratio sieht gut aus. Ich tue es immer mit Audio Ich vergleichen. weiss nicht, ob es 0 ist, weil es ist ja nicht, das Bild kommt direkt aus der Kamera, sondern es hat schon wie so meinen Geschmack ein bisschen drauf. Alright. Also Mhm. vielleicht verstehe ich es falsch, weil den Bereich kenne ich nicht. Aber es hat schon so ein bisschen meinen Stil drauf, Mhm. dass eher verträumte, eher ein bisschen hell, Ja. eher ein bisschen fein. Mhm. Das ist es schon. Nicht so viel Schwarz. Nicht so viel Schwarz. Mhm. Nein. Nicht so viel Rauschen. Ja, Ich weiß nicht wieso, aber deine Fotos sehen immer aus, als ob sie Rauschen haben, aber geil. Weißt du, was ich meine? Wenn ich deine Fotos Sehr anschaue, gut. sehe ich überall es hat Rauschen drauf, aber geil, nicht Mhm. einfach Rauschen. Es ist so ein bisschen. Aber Das ist eben das, was du- das ist halt nachher eben- das Thema, das ich auch frage. Ungefähr die Settings, wenn du Konzertfotografie machst. ich habe immer Blende weit offen. Jetzt muss ich das nachlernen. Oh mein Mhm. Gott. Dann musst du Es nicht. ist wie Tiefenschärfe. Also ich möchte, dass die Band scharf ist, aber der Hintergrund, der Backdrop nicht. Mhm. Also wenn zum Beispiel der Sänger scharf ist, ist der Drummer schon unscharf. Ja. Das ist aber auch, es kommt mehr Licht in die Kamera und die Konzerte sind dunkel. Darum, das ist mit dem Grund. Mhm. Dazu muss man mindestens, das ist jetzt halt Fotografie halt, gell, ein 250. haben, weil sich die Leute Shutter fest Speed. bewegen. Ja. Alright. Also ist 250. das die Länge, wie lang das Licht auf den Sensor kommt. Mhm. Und wenn sich Leute bewegen, würden sie unscharf wirken, wenn man... Ja. Also das heisst, länger es Licht drauf das ist lässt. eigentlich, ein Foto ist ja so rein technisch gesehen nur eine Momentaufnahme. Und True. das ist, wie lang das der Moment ist, wo du auf der Mhm. Kamera, also wo du Genau, auf dem Foto festhaltest. Mhm. Wenn du jetzt quasi 0,0000005 Sekunden hast, dann ist das Bild natürlich absolut nicht verschwommen, weil es einfach wirklich so eine Nanosekunde von der Zeit festhaltet. Wenn du aber 1 Sekunde oder 2 oder 3 oder Mhm. 10 festhaltest, kannst du natürlich verschwommen machen, weil du basically am Nachher hast du Malen so die bist. City-Fotos, die so mit den Lichtern durchgehen. Genau, so. genau. Hat auch einen Impact auf die Helligkeit. Das ist vielleicht noch wichtig, weil kürzer ist dunkler, länger ist heller. Mhm. Und ja, weil sich Bands, gerade Underground-Metal-Bands, recht fest müssen bewegen, Mhm. muss man das kurz machen, es kommt aber auch wenig Licht rein. Dazu hat es meistens noch wenig Licht in der Location. Mhm. Was ein bisschen Pain ist. Ja. Was immer mega, zu einer mega guten Konversation führt, weil jedes Mal die Lexi dich kommt fragen, hey, darf ich heute mit Blitz fotografieren? Ich mache es nicht mega gerne, aber ich bin so müde. Ich finde es vor allem einfach mega lustig, weil du das sicher schon etwa 7 Mal gefragt hast und unsere Antwort jedes Mal war, frag uns das nicht nochmal, mach einfach. Mhm. Das darfst du halt als Pressefotografin Okay. nicht, weil es die Band ablenkt. Mhm. Und für Videos halt auch nicht gut ist, wenn es reinblitzt. Weil- Zum so- weil Fernsehen, sonst, es hat wenn noch es so nie, ich habe noch dunkel- nie gecheckt, dass du gefüttert hast, wenn du mit Blitz gefüttert Mhm. hast. Es lenkt absolut gar nicht ab, weil sowieso Ja, alles du abgeht in denkst dem wahrscheinlich, Publikum. dass es der Strobo ist, oder? Es hat so viel Lichter, die dir in die Fresse scheinen, da kommt es nicht darauf an, du jetzt noch mit dem Blitz Ja. irgendwo rumdingst. Weil sonst, wenn du es nachher heller würdest machen, hättest du zu viel Rausch drauf, oder? Genau, das Alright. ist der dritte Faktor beim Fotografieren. Du kannst helfen, indem du mehr den Sensor unter mehr Spannung stellst. Das Mhm. ist der ISO. Mhm. Und den kannst du zu einem gewissen Grad hoch machen. Je bessere die Kamera, desto höher. Mhm. Sehr abgebrochen. Ja. Führt aber zum Rauschen. Was nimmst du in der Regel so für ISO? Kommt mega auf die Location drauf an. Aber was ist so Im Ebri. Min-Max, so Min-Max, wo du in der Regel dich bewegst? Hey, ich gehe maximal auf 3200 rauf. Gut. In der Zwischenzeit mit dem neuen Lightroom-Update kann man das mit der AI sehr gut ausretuschieren. Braucht einfach mega viel Zeit, dass ich das ausrechnen kann. Ist das integriert im Lightroom. Shit, ich muss mal updaten. Unbedingt. Unbedingt, ist recht cool. Hm. Braucht einfach mega viel Zeit. Also wenn ich 300 Bilder hätte, muss ich es über die Nacht laufen lassen.
Weil shit, sonst ja. ist es für nichts. Darum, es lohnt sich noch nicht wirklich. Mhm. Und was ich auch noch FotografInnen kann mitgeben kann, kauft euch eine Festbrennweite mit einer grossen Blende. Ich erkläre es jetzt nicht mega, sondern kommt auf mich zu, wenn ihr Sind das die Fragen lange? habt. Nein, das ist, wie viel Licht reinkommt. Das Blende ist wie ein Loch. Ja, Und wenn es klein ist, wird mehr scharf. Das ist, wenn du so durchs Loch schaust. 1,5 oder so. Nein, Nein, eine grosse Zahl, kleines Loch. ja. Aber was ist so der Wert von Schuh. der Blende, die du nimmst? Ich habe persönlich, das ist mega Geschmackssache. Mhm. Alle Leute, die ich eigentlich kenne, haben Festbrennweiten. Das heisst, du kannst nicht zoomen. Du stehst dort, du musst näher anlaufen oder weiter weg. Sind die kurze, oder? Kommt nicht drauf an. Sagst du nicht, die kurze? Kommt nicht drauf an. Alright, dann. Kommt auf Brennweite drauf an, aber Ja. das ist zu kompliziert, um jetzt in einem Metal-Podcast zu erklären. Hey, ich bin am Lernen, einfach zu als fair. Laie, Mann. Zu weit weg vom Thema. Ich glaube nicht, dass es alle Zuhörerinnen interessiert. Darum. Auf jeden Fall hast du nicht zoomen. Du musst näher zu der Band an oder Mhm. weiter weg, was beim Konzert ja nicht möglich ist. Ja. Der Nachteil ist, wenn du kannst zoomen, hast du eine grössere Blende, also es kommt weniger Licht rein. Ich persönlich bevorzuge aber das Zoomen. Mhm. Absolut meine Meinung. Alle anderen Konzertfotografinnen, die ich kenne, Mhm. die haben, dass sie nicht zoomen können, nachträglich zuschneiden. Dafür kommt mehr Licht rein. Ja. Und ich arbeite eigentlich mit der Blende 2.8. Das ist die tiefste Zahl, die ich kann. Mhm. Das Loch am meisten offen, am meisten Licht kommt rein, am wenigsten ist scharf. Mhm. Ja, lach, ich habe Loch gesagt. Nein, du hast gesagt, das Loch offen, Loch allein hätte ich jetzt nicht lustig gefunden. Okay. So, das Scheidung, Licht haha, er durchkommt. hat Scheidung gesagt. Ich habe keinen festen Freund mehr, ich habe 2 schmale. Alright. Also, Genau. Was sind wir gewesen? Lexi hat das Loch offen. Ja, ist gut, ich höre auf, ich gehe heim. Ciao. Alright. So nicht. Man hört, glaube ich, die Awkwardness durch das Mikrofon durch. Ich hoffe es. Nein, ich bin wirklich überlegen, ob ich Hating-Film muss wiederholen. Nein, wieso? Ist jetzt bis jetzt noch nichts Schlimmes gewesen. Also, Leute, wir machen die Witze schon, wenn wir nicht mit Mikrofon sind. Deswegen ist es so lustig. Ich habe nicht verstanden, aber ist okay. Das ist so reden. Nein. Also, jetzt sind wir ein bisschen so off-topic, was wir sonst so reden, wenn wir kein Mikrofon haben. Aber jetzt ist Lexi da. Alles Flachwitz mit Lexi. Flachwitz mit Lexi. Ich muss im Fall pissen. Schon wieder. Aber keine Pause? Ja, wir sollten vor allem einmal zu einem Ende kommen. Wir sind Ah, gerade schon wieder bald, etwa anderthalb bald. Stunden dran. Ich habe noch ein paar Themen. Also, Fucking hell, Pause. Junge! Dann komm zum Punkt! Komm auf den Punkt. Nein, es Hey, ist kein machen wir indischer noch Porno. Smalltalk oder machen wir Pause? Wir können sonst... Ricky, willst du Pause machen oder sollen Lexi und ich weitermachen? machen wir Pause. Oh, Dogo! Oh, wir sind zurück. Wir sind zurück mit schmatzendem Hund. Also für alle, die das Gefühl haben, es ist vorher schon ohne Qualität gekommen, es ist dem Ricky sein drittes Bier Cheers. und der Lexi ihr zweites. Ich habe keins mehr, es ist leer. Oh, ist es leer? Nein, alles gut, alles gut. Ich habe da schmatzende Hunde neben mir. Cheers, Buddy. Ja, ich habe kein Bier. Es ist Ein Statement, Ja, zum, ich mag es auch nicht trinken. Gerade. ein Statement zum jetzigen Zeitpunkt. Okay, gut. Sie mögen mich. Ja, sie sind herzige. Also, Ja, der Podcast vorstellen, dreht alle. sich ab jetzt absolut nicht mehr um Metal oder Fotografie. Nein, doch. Ich habe noch etwas. Alright, Ich, Lexi, Lexi. Ich habe noch Podcast etwas, aber Metal-related jetzt. Mhm. Okay. Und darf ich Werbung machen für eine Nicht-Schweizer Band? Für alles. kannst du sagen. Schwieriges Thema. Darf Okay. man, sag mal den Namen, dann dürfen wir. Sperling. Okay, darfst Sperling bringt heute Nacht oder morgen Nacht, es ist gestanden Freitag am 12 Uhr. Ich Also- weiss nie, ob das heisst heute Nacht auch oder nicht. morgen Nacht. Aber wo sind die? Deutschland. Hm. Und ich habe sie im Sättel das erste Mal fotografiert. Ich werde fest abgeschnuppert von Hunden, für alle, die nicht das Video schauen. Ich habe sie im Sättel das erste Mal gesehen und schon ein paar Mal ist einfach gelesen und sie sind Oh, sie so super Core, cute. oder? Ja, sie machen so Core, oder? Nein, sie machen Post-Punk. Sie machen Post-Punk. Post-Punk. Sie vergleichen sich mit Fjord und Heißkalt. Sie machen, die beiden machen Ja, dann beide voll. Post-Punk. Ich Ja, gemeint, voll. Fjord ist so Und wenn jetzt- Post-Core. Wenn jetzt irgendeiner behauptet, das sei Post-Hardcore. Nein, für das ist der Sound zu viel Punk. Aber Post-Hardcore ist auch nicht Post-Hardcore, weil alle Leute, die behaupten, dass Defender Post-Hardcore machen, liegen auch falsch, weil Defender hat Melodic Hardcore gemacht. Post-Hardcore kann nämlich nicht so tönen, wie Defender tönt, weil wenn Harakiri for the Sky Post-Black Metal ist, dann kann
Defender nicht Post-Hardcore sein, weil ist einfach Und nicht die zu wenig. Postfrage haben wir schon in der zweiten Episode gehabt und seitdem haben wir keine Antwort gefunden. Ich habe die Antwort, ich sage sie jetzt da. Meinst du? Ich Auf sage, jeden Fall. alle Post-Hardcore-Bands, was Post-Hardcore-Bands bezeichnet werden, sind Melodic-Hardcore-Bands. Mhm. Und Fjord und Sperling sind meiner Meinung nach Post-Punk-Bands. Mhm. Weil sie machen Punk mit dem Post-Element. Ich bin nicht sicher, ich verstand die Unterschiede nicht wirklich. Ist Auf ja- jeden Fall machen sie deutsche Musik, die absolut sick ist und ich habe erst bisher nicht das Vorspiel. Mhm. Den Trailer zum Lied gehört. Wie heißt das? Trailer? Der- Ja, Sing, also Teaser. Der Teaser. Ich habe bisher... Kannst du nicht? Merci. Ich habe bisher erst den Teaser gehört und es hat schon einen absolut sicken Drop drin und ich will unbedingt reinhören. Also haben sie Breakdowns? Yes. Das ist wichtig. Die Einfach. Breakdown Dann of Sanity's lohnt Hands. Genau. Oh, yes. Ja, Ah, so viel schon geil mit dazu, Film. das wäre mein Werbeblock Jetzt ist mit eigentlich 7 eine wichtigere Frage. Unterbrechungen. Hast du dich schon mal fotografiert? Yes, I did. 2-mal. Es ist eine recht lustige Story. Ich habe dort Mina am ersten Konzert kennengelernt und sie hat mich an die Hochzeit von ihr eingeladen, weil sie Sperling an der Hochzeit gebucht hat und gefunden hat, du bist Sperling-Fan, sie kommen in die Schweiz, du kannst Damn. einfach ans Konzert kommen. Und ich Aber so, als oh mein Gott. Hochzeitsfotografin hat sie dich nicht gebucht. Nein, sie hat schon jemand anders gehabt. Das ist absolut okay. Als Hochzeitskonzertfotografin? Leider nein. Auch nicht. Aber ich kann Sperling im Sedel fotografieren Mhm. und im Kiff, wo sie mit Being as an Ocean unterwegs Uh. sind. Und sie kennen mich und sie haben Freude an mir und ich darf sie für Aber Merch-Preise beraten. Jö. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du ja Sperling im Kiff fotografiert wegen der Band. Nicht wegen Rock News oder so True. etwas, oder? Eigentlich haben wir keine Akkreditierung für Rock News bekommen zum Fotografieren. Und dann habe ich Sperling geschrieben und gefunden, hallo, ich würde euch gerne wieder fotografieren, lass ich da was machen. Dann hat der Malte gefunden, natürlich. Und ich habe gefunden, geil. Oder im Teil von Deutschland kommen die? I don't know. Norddeutschland? Ich Ja, tue jetzt so, als redet würde weiter, ich ich kann es so in wissen und der zwei- Bella ich- sucht es raus. Redet Alright. weiter, ich kann es euch in 10 Sekunden sagen. Genau, ja, auf jeden Fall kommen sie aus Deutschland und alle Mhm. arbeiten dann Vollzeitjobs und haben, sie sind glaube ich bei Uncle M im Moment unter Vertrag. Was ist Uncle M? Blackout Problems war einmal der gewesen früher. Ausser ich täusche mich jetzt total. Ist das ein Booking oder ein Label? Okay, sorry, es geht länger. Sie kommen aus einem reinen Hunsrückkreis. Ich habe keine Ahnung, wo Wo das ist. ist das? Aber ich sehe da ein, Norddeutschland? ich sehe da ein Theme. Eine Band, die alle Vollzeit arbeiten, aber sie sind eine grosse deutsche Band. Kann es echt sein, dass Sind sie es... eine grosse deutsche Band? Ja, sie sind keine kleine Band. Okay, aber sie sind also auch wenn auch, sie sind einfach absolut sick. Grosse Liebe, Ah. Sperling. Ich habe übrigens auch ein Shirt von ihnen an. Okay. Für alle, die das Video schauen. Oh, was Ah, ist zu, zu? ist gewesen? zu, Ich habe es alright. nicht aufgemacht. Beer is dropping. Ah, das ist Bier- dort, wo wir durchgefahren sind, wo wir vom Architects-Konzert aus Düsseldorf gefahren sind. Das ist das Rhein, da, also so ein riesen Rital. Gebirge. Ist das in der Schweiz? Der Nein. Rietal-Bruder. Das ist der Rintel. Rittel. Nein, das ist, Ritalin. das ist wirklich so ein kleines Ding. Das ist so wie im Tessin, so steile, enge Hügel gerade am Tal. Aber ist in dem Fall Süddeutschland? Nein, irgendwo in der Mitte. In der Mitte, alright. Ja, nein, ich kann sonst mal eine Frage. Jetzt wenn sie nicht raus. Dogs. Dogos, wenn du raus? Wenn sie raus? Ich habe heute eine Versicherungsberatung gehabt und er so, ja, das eine Angebot heisst My Dog. Und ich so, wieso heisst es mein Hund? Er wollte sagen, My Doc. Mein Doktor. Oh, Anyway. shit. Nein, ich habe eine Frage für junge Fotografen oder Leute, die interessiert sind. Was könntest du für ein Setup holen, wenn du nicht so viel Geld hättest, zum Beispiel? Was sich lohnt, auf Vollformat ein 50 mm. Mhm. Also eine Festbrennweite, wo die Blende weit kannst aufmachen kannst, also wo viel Licht reinkommt. Ein 50 mm 1,4. 1,4. Right. Unbedingt 1,4. Bei spiegellosen Teilen ist es 1,8. Mhm. Das ist wieder Nerd-Talk. Auf jeden Fall einfach ein 50 mm mit Festbrennweite und guter Blende. Mhm. Zum Einsteigen kostet nicht wahnsinnig viel Geld. Die Ja. Kamera, wenn du wirklich Konzerte willst und im Dunkeln ein Vollformat und sonst kriegst du auch mit jeder anderen Kamera an, Mhm. dass es Bands geil findet. Alright. Was es wichtig ist, Es braucht nicht so viel, dass es Voll. Bands geil True. findet. Mhm. Aber Und alles Systemkameras, nicht Spiegelreflex. ich habe mit Spiegelreflex angefangen, aber ich würde sagen, in heutiger Mhm. Zeit, Mittlerweile Ist- noch. ich glaube nicht. Ich Komm. bin nicht mega im Gadget Mhm. informiert. Weil was ich glaube, läuft. mittlerweile eben die Aspekte, die du sagst, sind eben so genau
Blockcams und so. Oder die ist da als Sony, so einfach der kleine, auch so ein Blockcam, wo auch so in die Richtung geht, oder? Müsste ich nachher genauer anschauen, kann es gar Wow. nicht sagen. Auf jeden Fall mit Wechselobjektiv bist du nicht falsch, Mhm. weil dort kannst du upgraden. Objektiv sind es wert, um Geld zu investieren. Mhm. Wirklich. Schau einfach, ob sie Vollformat kompatibel sind, wenn du dir nicht von Anfang an Vollformat kaufen willst. Der Mhm. Bella hat etwas sagen. Lohnt es sich zu schauen, ob braucht die Kamera eventuell etwas Gescheites ist, wenn man nicht so viel Geld hat? Oder meinst du, das ist ein Scheiß? Absolut, wieso nicht? Mit der Gefahr, dass sie halt einfach nicht mehr funktioniert oder Mhm. nach 2 Tagen kaputt geht. Wenn du eine gebrauchte Kamera kaufst, ja, ich habe auch Occasionen verkauft, schau, dass du den Sensor kannst anschauen kannst oder einen Fotograf dabei hast, der den Sensor anschauen kann. Wenn der verkratzt ist, bro, you fucked. Mhm. Allgemein bei Systemkameras, wenn du Objektiv wechseln willst, es kommt schneller Staub rein, wenn du an einem Konzert bist und der Sensor wird verstaubt. Shitty. Mhm. Das ist das Risiko, das du mit dir trägst. Wenn du das Objektiv wechselst, heb die Kamera, wenn du so die Kamera hebst, abdrückst. Heb sie gegen runter, dass kein Staub reinkommt. Mhm. Und schau, dass auf der Rücklinse kein Staub hat auf dem Objektiv. Das ist Was sehr ich- kompliziert. Neu habe für den Stil ist, das sage ich jetzt noch, ist ein Black Mist Filter. Mhm. Das macht, dass die Lichter eher so ein bisschen blurry sind. Ah, für den Stil. Ich habe für den Stil verstanden und dachte, was für ein verfickter Stil. Der Besen-Stil. So. Der Lex Liana-Stil. Was mit Stil? Stil, und dann lass es sein. Anyway, ein Black Mist Filter, Mhm. wo die Lichter unscharf machen im Hintergrund. Ist auch eine Investition jetzt gewesen von etwa 100 Stutz, Mhm. wo ich mit Adapter schaffe, dass man es auch auf Objektiv kann tun, die nicht gleich gross sind wie Ja. der Filter. Da bin ich mega inspiriert gewesen von der Jessie. Jessie Christ heisst sie, glaube ich. Ich kann euch dann das Insta noch schicken. Du musst alles Sie ist- zeigen. Ey, ich habe mega lange die Fotografie-Einstellung gehabt, recht arrogant. Gerade weil ich es halt auch von der Band immer gehört habe, hey, du bist halt die beste Konzertfotografin. Bis ich Jessie kennengelernt habe. Mhm. Leck mir am Arsch. Jessie ist hure gut. Mhm. Sie ist wirklich eine Inspiration Ja, für mich. ja. Crazy, that girl. Crazy. Und was Ja. hat sie anders gemacht? Ich finde einfach ihren Bildstil, du erkennst, das ist bei mir in der Zwischenzeit auch schon. Mhm. Da mache ich jetzt kein Name-Dropping wie sonst, aber ich habe einen Kollegen, gehabt, der hat auf Grindr ein Bild gefunden und gesagt, das hat Lexi gemacht. It was true! It was true, bro! Aber das ist auch ein Side-Hustle von dem Fall. Grindr-Pics machen. I guess! Cool. Also Alright. es ist nicht explizit gewesen, Alright. sondern einfach vom Körper mit Kopf Stylisch. abgeschnitten, Mhm. aber mit Okay, Ankleid okay, und nicht alles. explizit, aber Körper mit Kopf abschneiden ist okay. Wenn ich so bin mit den Hundehaaren Ja, ich- und einfach bis da. Ja, ich weiß schon, Mhm. was du gemeint hast. Ich darum flach jetzt Ich has bringen, nur noch mal wegen wollen wegen enthaupteten sagen. Leuten. Hey, wenn du willst neue Grindr-Pics machen, dann schreib mal jetzt. Nicht explizit. Für Dickpics muss ich gut zahlen. Aber hast du mal, eben, du machst ja Konzertfotografie und Hochzeitsfotografie. Ja. Jetzt auch andere Bereiche, die du mal ausprobiert hast, so wie, hey, mal zum schauen, was es so gibt. Also eine Zeit lang war sicher gewesen, alles, was ihr mich dafür zahlt, mache ich. Mhm. Jeder ist kaufbar für einen gewissen Preis. Alright. Zum Glück habe ich das nicht gewusst. Was mich gar nicht interessiert hat, ist Landschaftsfotografie. Weil Ja. ich nicht ein Mensch bin, der chillen und warten, bis etwas schön aussieht. Entweder Mhm. it works or it don't. It Alright. don't. Sachen. Also wenn jemand neue LinkedIn-Fotos will oder neue Absolut. Tinder-Fotos will, Was ich nicht mega Fan bin, aber aktuell schon auch noch zwischendrin mache. Tinder-Fotos funktionieren, by the way. Bei gewissen nicht, habe ich leider erfahren. Schau. Du kannst jedem ein Auto geben, aber nicht alle wissen, wie man damit fährt. True. Mhm. Was ich nicht mega gerne mache, ist Studiofotografie, weil ich einfach, Mhm. mir ist es wichtig, Emotionen festzuhalten Ja. und das geht einfach besser in einem natürlichen Umfeld. Mhm. Ja. Spannend, alright. Voll. Nein, eben, was Jessie anders macht, ist, sie hat super gerne Orange, das hat sie mir einmal gesagt. Sie liebt Orange. Und ihre Bilder haben auch das gewisse Etwas. Ich glaube schon, dass das meine auch haben. So Aber ein bisschen im Sepia-Bereich, oder? Nein, gar nicht. Sie hat auch Farbbilder. Sie hat ein stärkeres Rauschen als ich. Sie hat auch mehr Lichter, die noch mehr blurry sind. Mhm. Ich weiss nicht, wie sie es macht, aber es ist absolut richtig geil. Wir müssen Ja. wirklich mal reinschauen. Sie war fürs Grenichen auch unterwegs, fürs Grenichen selber. Alright. Haben Mhm. sicher auch schon Bilder von ihr gesehen, wenn ihr es gesehen Wahrscheinlich. habt. So, das ist Jessie. Du musst mir nachher eine Liste einfach- Sie hat einen Bass gehabt und immer recht cool gefärbt auch. Sie ist einfach, Und small, wie ich. sie ist einfach genervt gewesen von mir bei Safer Last Breath im Fotograf. That could be. Du musst mir nachher im Fall von alle Fotografen, die du erwähnt hast, mal schicken, wie du Mach auf Insta ich. heisst. Dann kann Mach ich dir ich. sagen. Ja. Mache ich. Ja, und der Moderator, der Alain.
All Credits an alle. Er wird sich dann auch so denken, Metal Servala dich irgendwo What the taggt. heck? Also in dem Fall, es gibt so das Level von Noob-Fotograf bis zu, du kannst professionelle Fotos machen, aber nachher gibt es ein Level oben drauf, wo wirklich Leute deine Bilder können erkennen anhand von dem Stil. Sind wir wieder bei Branding? Definitiv. Das ist wie wenn ich an einem Konzert bin mit meinen farbigen Haaren. Vielleicht hört man meine Stimme, vielleicht bin ich mit Eversys unterwegs. Mhm. Dann weiss man, das ist die Lexi. Ich habe in der Zwischenzeit auch für mich so den Spruch bei der Konzertfotografie, the chubby girl with the colorful hair in the photopit. Also das dicke Mädchen im Photopit mit den farbigen Haaren. Und das bin ich. Ich finde es einfach lustig, ich bin auch schon gefragt worden, ob das Lexi ist. Und ich so, nein, wieso? Ja, sie macht Fotos. So, ja, aber nur weil wir da sind, heisst es nicht, dass die Frau, die Fotos macht, Lexi ist. Branding. Weil amigs hat Lexi auch keine Zeit und das muss man respektieren. Mhm. Ich gebe alles. Im November werde ich dabei sein am Konzert von Eversys. Ja, du hast geschrieben, ja. Ja, da bin ich auch dabei. Das heißt, alle, die Lexi jetzt cool finden und stalken, 4. November. Und I'm there. mit A Small District. Ich meine, auch Natürlich, wenn ihr Small District nicht mögt, wenn ihr Eversys nicht mögt, ich bin dort. Ja. Genau. Also kommt einfach mal als Konzert und fragt mal, stellst du jetzt Lexi mit Fotografiefragen? Ich bin down. Ich meine, auch wenn Einfach nicht während unserem Set, bitte. übrigens, während dem... Oh, ich sage jetzt etwas, so vielleicht Eversys mich dafür hasst. Eversys. Nämlich, wenn ich mal das Konzert fotografieren, junge Fotografinnen und alte Fotografinnen und alle, die wollen, schreibt mir und ich schaue mit den Jungs, ob ihr mal dabei sein, wenn ich ein Konzert fotografiere, wenn ihr meine Bilder geil findet. Wenn nicht, ist sowieso ein anderes Thema. Wie schätzt du uns? Nein, das solltest du nicht machen, weil sonst haben wir Sorry, ich komme nicht raus mit Ton. Ist easy. Aber du kennst uns jetzt auch schon ein Zeitchen. Wie schätzt du uns als Band ein, dass du jetzt das Gefühl hast, dass wir dich werden hassen für das? Vielleicht. Wenn ich jetzt 8 Leute mitbringe, die bei euch auf der Bühne in weißen T-Shirts vor euch anliegen, findet ihr es vielleicht nicht so geil. Also ist schon cool, wenn so 2, 3 Apprentices einfach bei der Lexi da sind, die uns am Fotografieren. Das Ja. ist schon fun, wenn einfach Ja. 8 Können wir schon Leute in mal weißen Shirts Aber vor Wir auf der könnten Bühne mal ein liegen. Fotografiekonzert machen. Sie haben mal einen Livestream gehabt. Mhm. Das war cool, aus dass ich einen Mental Breakdown hatte, aber das ist das Thema für einen Der anderen Tag. Livestream in Zug, Ist ein Zug gewesen, ja? wo wir gespielt haben. Ja, ihr auch, ja. Ich bin, ja, dort ist es mir nicht Sie- so gut gegangen. Die Kamera ist sogar tätig gewesen. Ja, mir ist es nicht so gut gegangen. Sie nein, haben einen Livestream nein. gehabt. Okay, Der Ricky im Fall. nicht wegen meinem Mental Breakdown. Ja, Wir haben- dort habe ich euch, glaube ich, auch das erste Mal bewusst wieder gesehen nach einem Mhm. anderen Konzert oder einfach Ja. mit euch auch interagiert und nicht nur «Hallo, ich habe Bilder gemacht!» Stimmt, ja. Mhm. Genau. Und dort war das Licht mega gut, weil es halt nicht ein Konzert war, sondern ein Livestream. Mhm. Ich meine, wenn jetzt mir 10 Leute schreiben, hey, wir wollen unbedingt Konzert fotografieren, Mhm. lässt sich das sicher irgendwie organisieren, behaupte ich jetzt mal. Dass Du musst- wir mal musst- einen Livestream machen und das Du üben. musst nicht mich anschauen, ich kann kein Konzert organisieren. Ich kann nicht. Ja, bis jetzt easy, machen dann können. organisieren wir das dritte etwas, was nicht können, dass wir Konzertbilder üben können. Ich Mhm. habe nicht das Gefühl, dass jetzt 10 Leute mir werden geschrieben, hey, ich will Konzert fotografieren. Wenn wir 10 anbringen, ihr habt es gehört, wenn wir 10 anbringen, was Konzert fotografieren, organisieren wir ein Fake-Konzert und Mhm. üben das. Voll. That's a promise. Alle hassen mich, aber Amen. 10 Leute. Und wo sollten sich sonst mal Leute kontaktieren, wenn sie wollen, mal dabei sein oder lernen von dir ein bisschen? So. Hey, slidet in meine Insta-DMs. Mhm. Welche von allen Insta? Alle. Ja. Lexiana Music. Ich habe nicht das E-Mail, wo ich... Punkt Music, oder? Punkt Music, sorry. Richtig? Ja. Richtig, ja. Richtig. Der Ricky Mhm. hat das besser im Griff als ich. Branding. Yeah. Nicht Branding, einfach auch, dass die Leute Knowledge. überhaupt ankommen. Ja, voll. genau, ja. Auch wenn ihr mein Portemonnaie findet, ich habe auf dem Weg dahin mein Portemonnaie verloren in der S11. Stimmt. Es ist pink und mein Name steht drin, Alexandra Rotlin. Genau. That would be me. Die Wenn Chance ihr ist massiv klein, ja. aber wer weiß. wenn ihr das Sachen. Portemonnaie findet, Special Announcement, gebt sie Bescheid, Lexiana.musik. Ja, genau. Alright. That would be great. Auf jeden Fall, hey, schreibt mir, ich habe dort auch ein E-Mail hinterlegt, das ich nicht mega regelmäßig check. Mhm. Aber am einfachsten leitet ihr in meine DMs und dann finden wir uns. Let's go. Ich habe auch eine Grundschule gegeben in anderen Fotografien. In anderen Fachbereichen. Willst du Grindr Eben. Fotos machen, dann kommst du mal auf Lexi, sie zeigt ein paar Tricks. True. Zeig dir alle Tricks, Kartentricks, Backflip, alles. Playing with the backgrounds, größere Gegenstände nehmen. Banana for Ist Scale. es eigentlich auf dem Profil, das ich erwarte? Was? Das Grindr-Bild? Ich habe es nie gepostet, nein. Nein, aber du hast es nicht gepostet. Nein. Aber es hat ja irgendeiner dir gesagt, er hätte ein Foto gesehen auf Grindr Auf Grindr. und dann gewusst, dass es
das Foto von dir ist. Ja. Meine Frage ist jetzt einfach mehr, ist das Foto von dieser Person, die ich erwarte? Nein. Okay, schade. Nein, aber beide Personen haben mich kennt schlussendlich, obviously, weil ich habe die eine habe ich fotografiert und die einen haben es gefunden. Spannend. Fairer Punkt. Ist sehr interessant. Ist really funny. Oh. Bei dann hätte ich mich einfach gefragt, wo das du den gefüttert hättest. Nein, es ist wirklich nicht ein explizites Foto. Es ist ja, nicht das habe ich auch nicht gemeint. Nicht mal ein Bizeps-Foto oder ein Sixpack, nichts. Nein, wirklich, es ist wirklich einfach ein Lexi-Foto. Ja, schau auf Lexiana vorbei, dann checkt ihr den Vibe, den ich meine von Bildern. Und sie basiert das auf Grindr, I guess. Mhm. Ja, könnt ihr auch schauen. Du bist akkreditiert, das ist wichtig, oder? Also er hat nicht auf Grindr hingeschrieben, ein Foto bei. Wäre schon gut, oder? Gut, das habe ich auf Tinder auch nicht gemacht, Unsicher. wenn ich ehrlich bin. Alright. Ja, ich habe mit euch noch kein Perli-Shooting gehabt. Ja, okay, und jetzt? Das. Nur will sagen. Du probierst mich schon seit etwa 6 Jahren in so etwas reinzumobben. Also Wir sind noch nicht 6 Jahre zusammen. Du probierst mich schon länger in so ein Perli-Shooting reinzumobben. Wir haben ja schon mal eins gemacht, Ja, das ist auch mehr schlecht als recht. weil ich euch gezwungen habe. Ja, eben, ich sage ja, Auf du dem Weg mobst nach uns. Graubünden. Alright, das wird lustig in dem Fall. Ja, nein. Also ich finde, ja, erstens, merci, dass du da bist mit uns. Mega gern. Ein bisschen über Bilder reden und fotografieren. Ich finde es schon spannend. Amigs denkt man, es ist so wie einfach oder simpel, aber es gibt so viel mehr dahinter, wo man nicht weiß. Ich glaube, es wird auch nicht das letzte Mal sein, wo du da bist. Wäre Wenn du Bock cool, hast. wenn es die Leute hören wollen, komme ich schon nochmal. Ja, schreibt mal. Schreibt mal in den Kommentaren in Spotify und YouTube, falls ihr noch mehr hören wollt von der Und auf Lexi. Insta. Auf Insta, überall. Slide DMs und ihr wollt über Fotografie lernen und wollt mit dem anfangen. Schreibt mal die lokalen Bands, die keinen Fotograf haben, ob ihr vielleicht mal coole Beziehungen anfangen. Ich finde schon. Also, das ist alle Local Bands schreiben zu diesen Chicks oder diesen Dudes, die am Schreiben sind, so von wegen, hey, der Ricky hat gesagt, wir sollen mal eine coole Beziehung anfangen. Wärst du dabei? Und jetzt sind einfach so hure viele Leute zusammen wegen uns, also wegen unserem Podcast. Und Das wenn wir ist mega 10 schön. Nasen zusammenbringen, organisiere ich mit Metal Servile als Fake-Konzert zum Konzertfotografie üben. Ich habe es gesagt. Fake-Konzert, wo man Sie hat gilt. es gesagt, nicht wir. Sie hat es gesagt. Ich habe es gesagt. Genau. Aber wenn wir sonst mal die kleinen News anschauen, kurz, die wir haben. Sind es nicht so viel? Nein, sind nicht viel. Okay, dann machen wir das noch schnell. Also, es sind noch kleine News, die inzwischen gekommen sind. Und Sind sie noch nicht mal anschauen. parat? Gottverdammt, ja, das ist ja unglaublich. Also, wir haben da ein paar kleine Themen. Das sind eigentlich nur die News, oder? Ja, Den Rest machen wir sonst. eigentlich News. Den Rest machen wir im anderen Podcast, im regulären Also, dann Podcast. tue ich wieder, schon oder? News laufen. Metal Servola, breaking news. Herzlich willkommen zu den 21:25 Uhr Nachrichten. Genau. Heute im Studio für Sie Ricky, Lexi und ich. Yes. Darf ich etwas vorlesen? Ja, Wenn kannst du du. unbedingt, wo du darfst Alles, was vorlesen. anzeigt, kann man sagen. Nein, News. News haben wir Recap? nicht drin. Also, du kannst ja Recap sagen. Releases. Du kannst auch gerade Recap sagen von deinen Konzerten, weil wir sind beide da gewesen. Nicht? Nein, ich bin kein gewesen. Du bist sie. Sonst kannst du auch kurz erklären. Schnell. Nein, machen wir das nächste Mal. Komm. Das ist, also es bordet, Nächst- es ist überbordet. Ich habe 20 Minuten für die nächstes zwei Mal, Sachen. Nächstes Mal ist in 2 Wochen. Ricky, 3 Wochen. ich habe 20 Minuten für die zwei Sachen. Ich mache das jetzt nicht. Erklär mal, Ich wie gehe ist jetzt das nicht zu gewesen? wenig. Ich gehe jetzt nicht. Also, eins muss ich sagen. Okay, ich sage ganz kurz darüber, was war, aber Alright. ich will nicht das Alright. jetzt machen, weil es ist zu wenig Zeit. Erklär mal ganz entspannt. Erklär mal, was passiert ist in der Zeit. Okay, es war Sterne Open Air, dort hat Her Name Was Claire gespielt. Das war lässig. Cool. Dann war im Ebrietas ein Konzert, das insane war, weil es hat Another Approach gespielt und die Vorband war Port of Call. Ich habe gar nicht gewusst, dass Port of Call Musik macht. Ich glaube, Extreme Music Switzerland hat sich die Frage auch schon gestellt. Ja. Port of Call macht anscheinend wieder Musik. Sie haben einen neuen sehr cool. Sänger, wie der alte geht. Ah, Gott, ich habe gemeint, sie machen beide zusammen. Sie haben jetzt beide zusammen gemacht, aber der alte geht jetzt eben weg. Ah, das habe ich nicht gewusst. Yes. Oh, Und darum ist der neue Sänger, ich weiß nicht, ob wir schon den Name droppen. Der Kevin, also der ist Ja, ist ein Fotos, Dixie und oder? er gesungen, also ja. Der Kevin Und- ist dort. Ja, das ist das. Dann Cool. das Random können wir in den nächsten Dings noch besprechen, Ja, außer das von muss- Illusionist. Genau. Illusionist machen die We Make It-Kampagne zum, glaub's, EP und 2 Videoclips zu finanzieren. Und sie haben auch ein paar coole ich habe jetzt das Wort auf Deutsch vergessen. Bringst du auf Spanisch? Recompensas. Schenkli. Schenkli, zahlt. nicht Schenkli, es sind Rewards, oder? Wie sagt Yeah. man auf Deutsch? Belohnungen.
Sie haben ein paar coole Belohnungen für euch im Fall. Ihr könnt sogar... Käufliche, erwerbliche Sachen würde ich das jetzt einfach nennen. Genau. Ich meine, mit eurem Beitrag, ihr könnt sogar auf der Platte drauf stehen, mit eurem Namen. Ihr könnt sogar eine Party mit den Jungs machen im Proberaum, habe ich glaube gesehen. Oder ihr könnt einfach mal ein T-Shirt bekommen und CD und so. Also wird sehr cool. Also das mit der Darmmassage war gelogen gewesen. Ich habe die High Tiers noch nicht geschaut im Fall. Vielleicht ist dort, vielleicht bekommen wir höchstpersönliche Darmmassage vom Roman selber. Also, geht's mal anschauen. Es gibt coole Belohnungen. Die Jungs machen coole Musik. Es wäre peinlich, wenn jetzt der Joel wie ein Illusionist spielt. Fuck, ist nicht der Roman? Ich schwöre, nein, es ist der Roman. Es ist eine 50-50 Chance. Entweder es ist oder es ist nicht. Joel ist bei Anesthetist. Welcher ist der am Greenfield war? Ich glaube, es war der Roman gewesen, aber ich bin nicht... Mit der ist es nicht. Ich bin am Greenfield nicht gewesen, weißt du? Oder wir fahren mit Mike, weil es gibt viele Mikes in der Schweizer Metal-Szene. Das könnte ich auch sehen. Nein, ich glaube, der Roman ist von Illusionist im Fall. Falls ich jetzt nicht checken, worum es geht. Es geht um Extreme Music Switzerland, beziehungsweise EMS Media Mayhem, die Boys, die coole Podcasts machen. Aber ja, könnt mal Illusionist checken, die Wingmaker-Kampagne unterstützen und es gibt coole Belohnungen für euch, wenn ihr mitmacht. Darf ich selber etwas random reinbringen? Sicher. Ja. Ich warte, seit ich Konzert fotografiere, darauf, dass ich einmal bei einem Breakdown, nachdem der Breakdown aufgebaut wurde, ist der Triangle spielen, bevor er passiert. Also wenn eine Band jemanden braucht, der kurz einen Triangle haut, während einem Breakdown, an einem Konzert oder für Aufnahmen, committed. Bitte macht das, Ja, weil ich klar. habe effektiv zu wenig kreativen Input, um einen Song zu schreiben, wo man das reinbringen könnte. Weil bei allen unseren Breakdowns geht es nicht und Lexi liegt uns seit 6 Jahren auf den Ohren mit dem. Gut, ich würde es mega cool finden, wenn Lexi einfach den im falschen Takt wird schlagen und nachher die ganze Band rausgeht nach dem Breakdown. Yes. Weil sie einfach im falschen Es Ort... geht keine Band aus, sie sind alle in Clicktrack. Aber die Lexi nicht. aber wenn sie nicht im Clicktrack drin ist und es nicht genau direkt schlägt, das kann die Rest der Band nachher rausgehen. Und wir sind auch ein paar Mal rausgefallen, auch mit Klick im Fall. Und es ist, ja, es ist möglich. Voll. Triangle für die Lexi. Let's go. Voll. Nachher haben wir noch ein paar kleine News. Und zwar kannst du mal anfangen. Ich? Einfach nur, weil du weißt, dass ich ein gottverdammter Small District Fanboy bin. Ja, ja. Ein Small District hat letzte Woche einen neuen Song rausgebracht. Er heißt Breakout. Einen Tag, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben. Einen Tag, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben und gesagt haben, dass er nicht kommt. Genau. Aber ich han was heißt Probable Cause auf Deutsch? Ich habe zu viel englische Polizeiserien geschaut. Mögliche Ursachen? Probable Cause. Ich han Indizien gehabt. Also 1:1 heisst mögliche Ursachen. Ja, ich habe Indizien gehabt. Mhm. Ich habe quasi, man kann es fast schon Fakten nennen, die beleidigt haben, dass der Song nicht an diesem Tag kommt. Aber er ist trotzdem gekommen. Insider-Info. Ich würde sagen, I'm glad you came. Nein, Me too. er ist besser als der Song. Breakout. Fetzt wie Sau. Mega. Man merkt schon ein bisschen, dass ein Oli gemischt hat von Breakdown of Sanity. Er hat recht einen Druck durch Hure. Ja, ich habe das Gefühl, sie haben es zusammen mit Breakdown Sanity geschrieben. Irgendwie. Es sind einfach hart. Es ist schon schon einmal eine fucking Spur hart, härter ja. als ihre alten Songs. Das ist schon geil. Ich finde es geil. Also ich finde es geil, weil ich bin dabei am 4. November, wo ich die live sehe. Und ich will einfach bei dem Song voll abgehen. Das ist ein Small District. Wir gehen bei allen Songs voll ab. Das Haben die dann schon gesagt, was am 4. November ist? Das Ja. Konzert, das die Lexi haben wir anquatschen. letzte Woche gesagt, aber kannst du mal reminden, was es ist? Ja. Small District, Fear Lab, Eversis und Lexi sind im Gewölbe Winterthur. Mhm. Wieder einmal. Letztes Mal war das Gewölbe voll, wo Mhm. Fear Lab und Eversis da sind. Wir Mhm. und Eversis, wir und Fear Lab. Das Mhm. war absolut geil. Es war richtig geil. Der Eintritt ist gratis, also wenn ihr kein Geld habt, kommen wir vorbei. Ist der nicht vom Bahnhof? In der Altstadt. Es ist gerade dort, wo die Winterthurer Musikfestwochen sind, wo cool. die Hauptbühne steht. Alright. Auch wenn ihr Geld habt, kommt vorbei. Ja. Dann können wir Bier trinken. Ja. Und T-Shirts kaufen. Und Bier trinken. Alles mögliche. Voll. So abwechslungsreich. Genau. Was ist das Neueste? Eben Craver haben wir letzte Woche schon mal erwähnt, aber sie haben einen Tag nachdem wir den Podcast gemacht haben, auch ein ganz neues Album rausgebracht. Er hat dann ja auch gesagt, Craver sind einfach wie der Johnny Cash, einfach mit Breakdowns oder mit Riffs. Und hey, hure hart, hure gute Musik. Und falls ihr Podcast los ist und spontan ein Konzert willst, wenn der Podcast rauskommt, am nächsten Tag spielt ihr in der Musikburg in Marburg.
Geht vorbei. Das ist ja riesig, Alter. Ja, mega. Also könnt ihr alle Also Hoi sind es sagen. Vorband von etwas oder sind es Headies? Sind mit anderen Bands am Spielen im Fall. Jetzt weiss ich nicht mehr, was für Bands es ist. Sind Ist alles, egal. alles so Stoner, in der Stoner Was sind Bands. es Schweizer Bands? Oder? Ich weiss im Fall nicht, woher die sind. Ich weiss nur, dass Craver dort spielt. Mit 2 oder 3 anderen Bands. Aber eben, Musikburg Aarburg, coole Location. Ihr könnt sogar sitzen und ein Bier trinken, während ihr das Konzert schaut. Also das ist wirklich cool. Und ja, ist geil. Wie alt bist du, Mann? Ah? Wir können sitzen und trinken, während wir das Hey, Konzert schauen. das ist sehr unterbewertet im Fall. Weil ich liebe es. Ich habe Carnifex mal beim Sitzen gesehen, wie ein Volkshaus im Fall. Fucking geil, einfach Breakers noch los und einfach mit dem Bier gesessen. So. Aber das ist für Es kommt mich... auf die Band drauf an. Ja. Being as Notion könnte ich absolut sitzen, live hören. Ich weiss nicht. Oder Plini wäre ich gerne gesessen während dem Hören. Eben genau. Ich bin also weißt, keine Ahnung, ob man den kann sitzen und live ich bin nachher sehr schnell Brüllend. abgegangen, wo Nein, kann man Parkway nicht. Drive, look, dort habe ich Parkway Drive von Evershire Burn gesehen, wo sie getäuscht haben wieder vom Set. Und dann bin ich runtergerannt, um ins Pit zu gehen. Aber damals bin ich auch schon 25 oder so. Und ich einen Song im Pit gehabt und ich so wie, Das I'm Konzert done. Und ich bin Konzert da ist länger gegangen her, und ich bin Brudi. sitzen. Oder ich bin Das Konzert 24 ist viel länger oder her. 23. Ich bin alte Seele, weißt du, was ich meine? Ich bin alt ja. geboren. Und deswegen, ich habe einen Song im Pit gemacht, kaputt, und ich kann zurück sitzen und ein Bier trinken und das Konzert schauen. Ich Und kann es ist herrlich. Es ist voll herrlich. Weil Amix, wenn der Konzert so lang geht, tun die Beine weh. Ich meine, auch in Paragon im Fall. Nach, Am Greenfield. Greenfield auch. Hey, im Fall, aber übrigens, Granike, ich habe gehört von Insider News, dass wir mit dem Campingstuhl führen gehen und sitzen. Also nächstes Jahr. Also die Insider News sind mehr so gewesen, wo kein Kläger, da kein Richter. Also Genau. So wie, So. hey, wenn niemand verklagt, dann können wir schon den Campingstuhl führen und sitzen, einfach vielleicht nicht gerade beim Pit. Und ihr könnt sitzen und nicht damit Leute abschlagen mit dem Stuhl. Ja, bring sie nicht auf dumme Ideen. Wichtig ist nicht Leute abschlagen, aber hätte ich das gewusst, wäre ich auch gesessen mit dem Grünig. Brosef, willst du dich alt fühlen? Ja, Weißt du, wenn die Show war, wo Parkway Drive und Heaven Shall Burn ihre in Volkshaus. Co-Headliner-Set hatten? Ja, Rat mal. 2015. Ja, Eben. aber dann bist du nicht 25 gewesen. Da bin ich 21. Das ist 7 Jahre her, Alter. Shit, ich bin schon eine alte Seele gewesen damals. Mhm. Ja. Also ich bin als ich geboren gewesen, wie dein Bruder. Das ist so. Geil. Voll. Ich Hey, bin, Lexi. ich bin Benjamin Button. Willst du das nächste Konzert ansagen? Weil wir sind jetzt bei den Konzert. Ich kann es nicht aussprechen, aber Moll. sure. Machen wir mal. Xonor. Honor. Xonor. Honor. Honor. Defenfer. Xonor. Honor. Xonor. Xonor. Xanor. Ja, das ist ein Running Gag. Xanor. Ja, voll. Xanor. Xanor. Ja. Voll. Xanor. 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 Und Son of Coherence und TBA. wir wissen es noch Das ist nicht. meine Ja. neue Lieblingsband. TBA. Mhm. Two Beach Ass. Ja. Two Bitches. Ja. Auf jeden Fall Two Bitch Asses. Ja, Xonor, Honor, Sons of Coherence und wir werden es nur erfahren, Mhm. spielen am 11.11. in meiner Hut Let's go. in Winterthur im Grüntal Let's hinein. go. Let's Es ist go. eine richtig lustige Location. Es ist Mhm. so ein altes Restaurant und es ist so im Keller unten, so Proberaum-Vibe. Mhm. Richtig gut. Also du gehst ganz sicher nicht mit der Kamera dorthin. Ich bin dort gewesen für People Die at the Fair Oh. und ich würde es jungen Fotografinnen nicht empfehlen. Und auch Alright. alten Fotografinnen nicht. Genau, außerdem ganz viel Liebe für entweder Xonor oder Son of Coherence. Alright. Oder cool. für, Aber nur eine Two von Bitch beiden, nicht Asses. beide. Mhm. ich weiß nicht, ob da Nicht beide Freundschaften gleichzeitig. existieren. Du hast gesagt, ganz viel Liebe für Xonor oder die anderen. Oder für alle. Ah, Liebe okay. für alle. Und im Skatepark Neffels, Mhm. da hat, glaube der Bella auch schon eine Story Wo ist erzählen das? über Neffels. Wo ist Ist es Neffels? nicht in Neffels gewesen? Mann, was war in Neffels? gewesen? Euer Konzert, wo wir reingesprungen sind. Ja, das war in Neffels. Das ist eine andere Wo Story ist für einen anderen Neffels? Teil. Glarus. Alter, der, wo der Nico herkommt. Oh, Jesus Christ. Glaris. In den Bergen. Fast, unter den Bergen. Unter den Bergen. Unter den Bergen Das ist in aber der die Schweiz. einzige, einzige Stadt dort. Im Skatepark, also Mhm. eigentlich die Hut von White Dog Suicide, der Alright. verraten, wer jetzt spielt. Must be wrong. Ja. Mit White Dog Suicide, Life Crusher und Meiner Two Beach Lieblingsband. Asses. Special Guest. Special Guest. Wir werden es erfahren, vielleicht Mhm. später, vielleicht früher, wir wissen es nicht, aber Aber es ist must be klein. wrong. Es ist klein. Es ist gleich. 30.09., das ist in ein paar 3 Wochen, Tagen. 2 Wochen, 3 Wochen, maybe. 3. Ja. 3. In bald. Must be wrong, White Dog Suicide, Life Crusher und wir werden es erfahren oder auch nicht. Im Mhm. Skatepark Neffels, 30.09. Be there or don't. Be there or be square, bitch.
Weißt du, wieso das heißt Be there or be square? Nein. Because if you're square, you're not around. Damn! Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Nein, Weißt du noch was? 30.09. Kantine Bülach. Ja. Ihr wisst es. Aber ich glaube, das ist mal eine coole Akupunktur. Her name coole was Show. Claire. Mhm. Matchbox Whispers. Ja, die Abkürzung ist die gleiche. Es ist beides MBW. Ich komme nicht mehr darauf klar. It's a Also, problem. wann ist Matchbox? 30.09. Matchbox Whispers als Vorband. Mit Bibliothek. Ja. Als Vorband von. Remus Flair. Ja. Genau. Also, Zusammen ihr müsst mit- euch eigentlich entscheiden, habe ich das richtig? Black Jackal. Backed Jekyll. Ja. Du hast es geschafft. Let's Aber- go. Ihr müsst euch also eigentlich entscheiden. Das ist eigentlich auch bald gleich. Ja. Das ist am gleichen Tag wie das andere. Also, ihr könnt aussuchen, NBW gibt es in Bülach oder in Glaris, sind dort oder sind es nicht. Wir haben euch einfach nicht gern, wenn ihr nicht dort seid. Genau. Nur ein bisschen. Und eben, merci Lexi, dass Sehr du dabei gerne. bist. Danke euch für die Einladung. Hey, Mega gern. schön gewesen. Lustige Show gewesen. Mega cool. Endlich haben wir mal eine Brudine dabei. Finde ich sehr cool. Und ja, es wird sicher nicht das letzte Mal sein. Und ja, ich bedanke mich mega herzlich bei allen, die so lange zuhören. Und Bella, was sind deine letzten Wörter für heute? Jetzt hättest du ihr etwas gesagt, was ich nicht sagen darf. Darum sage ich einfach Tschüss! Bye, bye, bye.